So, here we go. Here we go. Here we go. Schon guten Abend. Wie lange braucht YouTube heute? Wir wissen es nicht. Rennen wir erst einmal ein wenig zusammen. So, Tröte ist da, Tastatur ist da, wieder alles vollbräselt. Der Schmiedi ist wieder mal der Erste. Schon gut. Ich höre mich schon wieder selber, das ist überhaupt nichts. Schmiedi, merci dir. Hashtag Popoman. Harry! Übrigens, 1 Bier an einem Sonderstream am Freitag. Dragon's App, Alan! Auf. Hey, was ist Steve? Steve! Dragon, merci dir. Bussi auf das Nussi. So, grüß mir erstmal einen Haufen ein. Habe die Ehre an den Bierschuss, an den Herbert, an den Martin, an den Pompe, an den Leck mir wahrscheinlich im Ex, an den Ballengramm, an den Grotz, an den Bavaria an den Gravindelgeist. Wie ist denn der Gravindelgeist? Weiß ich nicht. An den VMG, an die Frau Elsa, an den Verrüan mit Y gleich. An den Sepp, an den Cornelius, an den Die Natur ist einzigartig. An den Luca, an den Tom, an den Pitt, an den Mike, an den Bora, an den Bierschuss, an den Maxi, an den Darthi oder. Bürger. Was? Konst mal heut bitchen mein Spätzl in Hans Schickriasen los. Hey Hans! Der hat heut sein 40er. Heut sein 40? Was tust du denn bei mir im Stream, du Penner? Die Idee wären Mächt, wie er heut Show ausschaut. Was? Und sag ihm bitte, dass ich mal so möchte, wie er heute schon ausschaut. Hans! Hast du so viel graue Haare wie ich? Wenn nicht, dann ist es doch nicht so tragisch. Oder hast du überhaupt noch Haare? Weiß ich nicht. Hans! Das gilt zum 40er. Ich weiß nicht, was der Bornelkramer dann bei mir da im Stream macht. Weiß ich nicht. An einem 40er hat man um die Uhrzeit normalerweise 40 Promille. Ich verstehe die Frage nicht. Fettsack! So. Bornelkramer, merci dir. So, grüß Gott beieinander an einem Freitag, zauberhaften Abend. Es war ganz recht. Freitag gilt normalerweise immer, ich bin zu meiner Unterhaltung da und nicht zu einer. Darum lassen wir das mit den Donations heute einmal sauber fein bleiben. Ist das in Ordnung? Ist das ein Deal? Ich denke schon. Offensichtlich nicht. Pulli ist du und werd jetzt für Alan Wake 2 Eichweit. Fragezeichen? Schöner Abend und Fui Spaß. Fragezeichen? Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob sie da wirklich ein Fragezeichen reinschreibt oder ob das einfach irgendwelche Emojis sind, die mein Chatprogramm zu dumm ist zum Interpretieren. Bin mir nicht sicher. Razy! Vielen Dank, ich hoffe, er taugt und ich hoffe, er passt. Falls irgendwas nicht passt, war übrigens auch an alle anderen, die sich so ein Ding da genehmigen. Wenn irgendwas nicht passt, ist das Motiv schief, ist, keine Ahnung, da ist ein Not egal was ist, einfach reklamieren. Ihr tät's mir damit nicht weh, es ist alles cool. Okay, das ist wichtig. Also mal 100 Mal. Alter, Herr Gensel, mit 62 Monaten bist du vollkommen besoffen. Halbrit, schönes Wochenende! Herr Gensel, 62, da muss ich jetzt schnell, was Zahlen im 10er-Bereich, die überfordern mich komplett. 62 geteilt durch 12 sind 5,16 Jahre. Du bist ein völlig Gestörter. Du bist ein völlig Gestörter. Herr Gensel, merci dir. Der General Demon, der ist aber auch nicht weit weg, der hat 51. Hallo, Vieh. Merci dir für deinen Resub. Pombeere! Straubing nach Landau. Oh, geht Straubinger schon wieder. Lass mir donaten, wenn er mich Smiley mit Freude. Die verdammten Straubinger! Bei euch kostet eine 2 Quadratmeter Wohnung so viel wie bei uns ein 2-Familienhaus. Ihr könnt es euch leisten, das ist wie Österreich. Das sollte eigentlich nicht Straubing, sondern Straureich heißen ab jetzt. So. Herr Pombeer, merci dir, es ist zu viel und du weißt es. Kann man uns halt einigermaßen zusammenreißen mit den Donations, das war super. Ich habe übrigens da was Interessantes angepinnt da herum. Ich habe nämlich Alan Wake, wir spielen heute übrigens Alan Wake 2. Das ist heute fresh rausgekommen. Es ist, ich glaube, es ist jetzt kein so typisches Horrorspiel, wie wir das jetzt die letzten 4 Wochen erlebt haben. Ich lasse mich allerdings auch gerne vom Gegenteil überzeugen, so ist das nicht. Sondern es ist sehr story-driven, sehr storylastig. Und ich habe den ersten Teil nicht gespielt und habe mir da halt folgendes Video angeschaut dazu, damit ich zumindest grob weiß, um was das geht. Also er ist Schriftsteller und so weiter. Und ich sage das ganz ehrlich, bei der Story da ich hab 3/4 nicht verstanden. Ich sag das, es ist, ich glaube, wir brauchen heute keine Zeitung nicht unterlegen, sondern wir brauchen so einen Pinky und Brain Gehirnverstärker. Ja, weil wenn ich da wieder mit Brain, Opa geil, Schluss jetzt! Darauf, dass die Alertzeit funktionieren. Nein, deren sie nicht. Die sind kaputt. Haben übrigens schon neu, es sind neue so Badges geplant, wenn ich mit dem Jahresmerch fertig bin. Wo ich übrigens schwerst am Werkeln bin, sag ich auch, wie es ist. Ich kann am Mittwoch, wenn wir nächste Woche Zeit, dann kann ich schon ein bisschen was herzeigen. Sonst bin ich nicht fertig. So, aber es ist, da habe ich mir wieder 2 vorgenommen. Vaping Hobbit, auch mit 54 Monaten. Ist jetzt lauter geschubst, die. Da was hingehört und schon wieder dabei ist. Auf einen schönen Freitagabend-Stream. Ist mir natürlich klar, dass heute nicht so viele Leute da sind. Normalerweise wird da gesoffen. Ja? Also in meiner Jugend war ich um die Uhrzeit schon, da war die Höhe die Flaschenketten, die war da schon leer. Da habe ich mich nicht hingeguckt und habe irgendeinem fetten Trottel beim Computerspielen im Internet zugeschaut. Das habe ich nicht gemacht. Nein.
Es war völlig undenkbar gewesen, das zu tun. Im nüchternen Zustand. Damals, wenn ich so drüber nachdenke. Ich halte es ja immer noch heute für hochgradig fragwürdig. Powerfox! Aber ich gehe Powerfuchs, mehr so wieder Mitgliedschaft und Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Hau die Ärger an den Powerfuchs! Neues Mitglied, wunderschön. Nö, ich bin am Fahren. Herr Schall! Ich sag, dass es ist. Der Renner, wenn du tust wegen mir, dann weil wieder irgendwo ein Jumpscare ausscheißt, dann ich weiß nicht. Und im Auto legst du am besten 2 Zeitungen unter. Da, wenn es da scheißt, das wird teuer. Das putzt man nicht, das soll, wie es ist. Der Alan schaut aus, als da gleich mit dem Kugelschreiber 3 Leute abstehen. Der Alan schaut ja so aus, als hätten sie seinen Hund gerade umgebracht. Habt schon verstanden. Es ist wieder irgendwas runtergefallen. Was ist jetzt wieder runtergefallen? Da ist nichts, was runtergefallen kann. So, wie wir es immer machen, warten wir mal die ersten 10 Minuten, bis wir da sind. Weißt du, wie es ist. Und dann fahren wir mal gemütlich an. Also ich bin sehr gespannt drauf. Es ist das erste AAA-Game seit langem. Tests sagen, es ist durchweg gut. Es läuft offensichtlich auch fehlerfrei. Also es ist eventuell noch Baldur's Gate 3, das auch nicht ganz fehlerfrei läuft, aber gut, das ist wieder was anderes. Ganz eine andere Hausnummer. Vielleicht kriegen wir mal ein Spiel, das nicht komplett kaputt ist am Release-Tag. Das war toll. Es soll ungefähr 20 Stunden dauern. Das heißt, da haben wir ein bisschen beschäftigt. Das werden wir hoffentlich hinkriegen. Oh, Katzel Sepp! Genius! Was ist da los? Sag mal, mein Vorgesetzten Schüchteln ist für den Arsch. Hey, Vorgesetzter vom Genius, du ahnungsloser Trottel! Was soll die Schüchtelscheiße über? Wieso wird denn die Jessica nicht angezeigt? So nicht. Jessica, ich weiß nicht warum, das ist das. Jessica ist schuld. Alle zeigen mit dem Finger auf die Jessica, sie hat den Nesten schon wieder kaputt gemacht. Alerts, kaputt. Jessica, du bist raus. Na, stimmt überhaupt nicht, du bist drin. Merci für deine Mitgliedschaft. Küsschen aufs Nüsschen und welcome to the squad. Oh, Katzel, du weißt doch eh, dass ich keinen zusammenreißen kann. Ja, was rede ich eigentlich? Ich laber doch harmlos, damit es nicht leise ist. Löwensepp, was ist mit dir? Was? Da meine ich 0,2 Euro, hä? Was ist da los? Was ist mit dir? Was ist da? So nicht. Bürger. AF Anschener Stream Height. Leider Hoffe? halt vom Tablet in 720p. Das ist nicht fair. Da ich auswärts nach Köln unterwegs bin mit Zwischenstopp in München. Stream Hashtag Streamlabs funktioniert gerade leider nicht heute auf meinem Tablet. Hashtag Nabek. Ach so, wenn Streamlabs nicht funktioniert. Ach so, jetzt check ist erst. Jetzt check ist es. Das war ja ein super Chat. Ach so. Ja, dann muss man natürlich an 20 Geist scheißen. Wieso? Schnutschi! DAA. Grüße aus der Schweiz. Grüße aus der Schweiz! Kruzifix ist dieser. Kreuz! Schnutschi, schöne Grüße an unsere anderen Lieblingsnachbarn. Auf der anderen Seite, Herz als Spam ab in den Chat für die Schweizer. 20 Schweizer Franken, Kruzifix, wie viel ist denn das? Da kann ich in Rente gehen, Bruder. Schnutschi, merci dir. Domi, merci dir, Chris aus der Oberpfalz, das spricht man Körbstomp aus. Was? Körbstomp. Domi. Jetzt weiß ich, was du meinst. Warum? Der Begriff Körbstomp. Also mal abgesehen davon, dass der Begriff, weiß ich nicht, was er bedeuten soll, ich weiß nicht. Aber schreiben dursten CVRBSTMP. Das ist genauso. Der Gruber Herbert! Dass der nicht schon lange im Squad war, das so steht. Da, ab in den Chat, habe die Ehre Herbert, habe die Ehre Jessica, wenn ihr mitmacht. Ist Pimmelmann-Fotze, yeah. So war's das. Herbert, merci für die Mitgliedschaft. So, Kinder, es ist 9 nach, wir fangen mal pünktlich an. Das ist später, müssen wir Meta machen. Und ich rate jedem, als Hirnei zum Schalten, weil ich bin in so Story-Geschichten immer unfassbar schwierig. Ihr müsst euch die Namen von den Charaktere merken. Alles, was ich schaffe, ist, dass ich mir seinen Namen merke. Das ist nicht der John Wick. Fast. Florian, merci für deinen Zwickel. Grüß dich, Alter. Grüß dich, Alter, zurück. Ich starte schon mal das Spiel. Ich habe heute mal kurz angetestet, ob es einigermaßen läuft. Ich denke normal schon. Aber im Stream können dann doch immer wieder mal ein paar Problemchen auftreten. Warum ist denn da jetzt ein Update verfügbar? Stiller Zuschauer auf weitere 10 Jahre.
Wie groß ist das Update, bitte? Sag, können wir jetzt nicht mit 40 Gigabyte oder irgendeinen Scheiß umsägen? Nein, 290 Megabyte. Gut, das kriegen wir. Ich hab doch vorher, was ist denn noch mit denen Leuten, mit denen hallo, Streamer fangen jetzt heute an, so nice Spiel zu spielen, scheiß mir das mein Update aussehen. Herr Grascher, merci für das über 4 Jahre Unterhaltung, bin eher ein stiller Zuschauer auf weitere 10 Jahre. Herr Grascher, ob ich in 10 Jahren noch da bin, das so weit planen ich nicht voraus, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, dass es in 10 Jahren immer noch Spaß macht, sowohl mir als auch euch. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Und wo sind die Lurker? Krass, schon merci dir. So, jetzt machen wir nicht. Jetzt warten wir, da hat er jetzt klickert. Da müsste der Text hat jetzt noch schnell klickert, den lassen wir jetzt noch schnell einer scheißen. Und dann ist Schluss, dann fangen wir an. Nütchen Kraut, Auta, Nütchen Box, Nom Nom. Lecker Hagelnuss, Erdnuss, Kokosnuss. Hab ich da eigentlich irgendein Nüsschen vergessen? Ich weiß es nicht. So, Schluss jetzt! Ja, Text! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich dir Text, wer nicht mitmacht. Ja, weiß ich. Alert, sind jetzt aus! Kind jetzt weggespielt. Alan Wake 2. Ich bin sehr gespannt. Also alles, um das vielleicht mal kurz zusammenfassen, in keinster Weise, um was es in Teil 1 geht. Alles, was ich weiß, ist, warum ist denn da schon wieder meine Tischkanten im Beitel? Was ist das aber für Behinderung? Opa geil, mir jetzt wieder ein Zwickelpomp, Peter, mir jetzt wieder ein 5er Schluss jetzt mit. Was? Deine Mama ist so kreisig, dass der Papa in die Arbeit nimmt, dass er ihr keine Abschiedsbusse geben muss. Ja, ist gut. Dann habe ich nicht Kind. Vom Peter merkst du dir. So. Er ist Schriftsteller und irgendwie die Sachen, die er schreibt, verwandeln sie dann in Wirklichkeit. Es ist immer so ein Spielchen von sprichwörtlich Dunkelheit und Licht. Darum rennt er über mit seiner Taschenlampe umeinander und leicht das Basic quasi weg. Und wenn ich schon wieder Taschenlampen in einem Horrorspiel, wie Horror das ist, werden wir außerfinden, her, dann kriege ich eigentlich schon wieder das blanke Platschare-Kotzen daher, weil weißt du was es ist. So, wird gespeichert. Warnung bei Fotosensibilität. Das heißt, falls du epileptisch Spacko bist, hau ab jetzt, okay? Dankeschön. Tschüss dann. Haben wir eigentlich einen Ton? Hallo Ton, ich kann nicht hören! Hallo? Habt ihr einen Ton? Ja, ich denke schon. Nun gut, mit den Grafikeinstellungen etc. habe ich mich schon gespielt. Ich habe einfach alles auf Anschlag gedreht. Wird schon passen. Und es steht deswegen fortfahren dort, weil ich es halt schon mal kurz ausgetestet habe. Und da habe ich was ganz Wichtiges erfahren, nämlich es gibt für Streamer den wichtigsten Hagel im Hauptmenü. Das ist der da herunten, das ist der da. Ja? Jetzt kannst du natürlich einen Scheißdreck lesen, aber ich fahre mir auf Zeiten, vielleicht weiß es dann. Hey! Wichtiger Hagel, Kinder. Das ist ein unfassbar wichtiger Hagel. Und ich habe ihn schon getestet, der funktioniert auch. Wann? Zeig ich euch gleich. So, Herr Moser, welcome to the Squad, eigener Merci für den 6er. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei. Wir spielen jetzt, wir fangen einfach straight an, halten wir unser Maul. Der hat euch trotzdem den gefallen, Ton laut dran, Zeitung unterlegen, Licht aus, lehnen Sie sich bitte zurück und jetzt hauen Sie rein. Oh, Schwierigkeitsgrad, Geschichte normal, schwierig, wir spielen immer auf normal. Machen wir es uns nicht unnötig noch schwieriger, wie es eigentlich wahrscheinlich schon wieder ist. Ich habe keine Ahnung, das ist ja so ein bisschen Shooter, so wie Resident Evil 2, so Third Person auf die Schulter Schießerei und ich habe schon lange sowas nicht mehr gespielt. Ja, ich bin alt, fett, langsam, was es ist. Wenn du am Boden liegst, kannst du mit Ausweichen Folgeangriffe meiden. So kommst du auch schneller wieder auf die Beine. Okay, der klang jetzt schon wieder. Fortfahren! Und los geht's. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. David, merci dir. Vielen Gruß zurück. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Bestätige. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Ich nur kurz anmerken, das ist Ingame-Grafik. Monster haben viele Gesichter. Deutsche Synchro ist auch cool.
buschiges Kreuz, du. So, soweit hab's ja schon gesehen. Zugegeben. Zeig es mir. Ich weiß nicht, was wir ihm sagen sollen. So, du siehst ganz klar und deutlich, normalerweise siehst du jetzt da seinen nackerten Arsch. Ich sag das, was ist. Normal siehst du jetzt da seinen Schau, was für einen kleinen Bierbomben das er hat. Schau. Ich weiß nicht, wer wir überhaupt sind. Wieso sind wir mir auf einmal der haarige Fettsack? Aber gut, er hat jetzt eine Unterhosen, oder hat er normal nicht, mehr habe ich nicht gesehen. So, hier sind wir nun. Ich hoffe, dass das alles einigermaßen cremig läuft. Wissen wir nicht, warum, da hinten ist der Helch. Helch! So, ich habe keine Ahnung, was wir zum tun haben. Nicht sehr viele Hinweise. Kann man laufen? Ja, tatsächlich. Der Fetzer kann laufen, schön. Laufen wir erst einmal ein paar Mal um den Stor rundum. Auf den Stor, runter vom Stor. Ein paar Kilo abnehmen, schaut er mal überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum ich schon wieder so umeinander spinne. Es ist eigentlich total finster und total asozial. Das ist nicht der Foodlappel Franz. Der Foodlappel Franz ist dünner. Das ist der Onkel Werner. Ja. Bitte, Hilfe. Hörst du mich? Komm, wir sollten gehen. Aber wieso gehen? Drone, Schluss jetzt. Merci dir, Bussi aufs Nussi, nix mit Stille. Schluss jetzt mit Donations. Macht's das Späne kaputt. Los, danke dir. Küsschen auf das Nüsschen. Warum haben wir die jetzt nicht geholfen? Wer sind das wieder? Ich hab so viel Angst vor der Geschichte, dass ich wieder überhaupt nichts kapiere, weil es sich eine abgedrehte Firlefanzkacke ist, das ganz aus ist. Was wir alle nicht ganz sauber sind, außer ich. Was kann ich dafür? Eine im Finstern wollte, so hat noch nie was gefeit. Knockert. Nein, du musst immer, deine Vorstellungskraft musst du immer... Was? Arbeiten. Ich kenn die Scheiße schon, ja? Stau dich, merci dir. Schluss jetzt. Bussi Nussi. Ja, in den Nocker, mit dem Nockerbett, nockerten Zipfel durch den Dschungel durch. Das schaut irgendwie fast aus, als würde der T-Rex gleich rausspringen. Ist das überhaupt der Weg? Schaut nicht aus, das kann dir doch gehen. Alter, ich muss mal kurz anmerken, gib da mal die Grafik, bist du behindert, Alter. Oh, lecker, der Wurst! Was war das? War das ein Reh? Das kannst du schon nur mit dem Ohr, dann landest bei deinem Spätzle da unten im Wasser, du Quampels. Ich glaube, das ist nicht so mit Jumpscares und den Scheiße. Dunkelheit im Inneren. Was? Oh, ich bin 3 Minuten da und hab die verschissene Schnauze voll. Komm, Alter, ich hab mich drauf gefreut, dass wir ein Spiel haben. Welle des Terrors. Was für Terror, Alter? Nein, nicht, ich hab halt jetzt schon wieder Gänsehaut. Alter, ich hab mich drauf gefreut, dass wir ein Story-Game haben mit ein bisschen Ballern und so ein Scheiß und nicht schon wieder sowas! Mit Schiff kannst du rennen zum... Okay. Ah, die deutsche Synchro ist erschreckend gut. Findest du jetzt total, oder was? Ah, was ist das? Ah! Okay, backelt's durch. Scheiß, hol die Zeitung. Hol die Zeitung, Bruder. Okay, lauft mal. Ah, halt doch dein Maul! Was ist denn da? Ich hab gar nichts. Ich bin Nockerl-Bezi. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir sollten lieber einen Quellekatalog unterlegen. Gut, hat nicht einen guten neuen Quellekatalog daheim? Was ist jetzt da? Eine Mülltonne? Kann ich die verschirmen oder was muss ich machen? Da hinten ist Licht, ich hab's genau gesehen, da muss ich hin. Kann ich da irgendwie drüber? Da ist auch Licht, da kann ich auch nicht drüber. Was soll ich machen? Ich bin der fiese Fettsack. Ha, einfach vorbeilaufen ist eine Option. Ah, was? Ich glaube, ich laufe. Ah, was? Ah, Fettsack, lauf! Alter Schnutschi, merci dir. Bussi aufs Nussi, Schluss jetzt mit der Donetterei, please. Ah!
Warum? Wer sind die? Wer bin ich? Was? Licht ist gut, hat's gehört. Das hab ich gelernt, Au! Ah, was ist, was? Ja Gott. Oh boy, that escalated quickly, Bruder. Kult des Baumes. Ah! Die Grünextremisten! Okay. Okay. Was zum... los! Der Ed. Okay. Chuchi, merci dir. Oh boy. That escalated quickly. Jeder, der nicht 18 ist. Abflug. Währenddessen kratze ich an meinem Ständer. Wow, weird boner alert. Hey, ob man in das offene Loch da rein? Ja, weiß ich was ist. Puh, fragwürdige Scheiße, Birger, auch lieber. Passt nicht mal ein Intro, meine Freunde der Sonne. Des hellen Lichts. Depp plus 1 zählt nicht. Geskriptete Depp Hey, zählt nicht. Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Melolo, Mama. merci Die für die Mord ist Mitgliedschaft. doch Welcome to the schuld. Squad. Schluss Was jetzt. passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Bin extrem positiv überrascht von der deutschen Synchro, Mann. Vor allem von ihrem Bam. Bei ihr bin ich mir ein bisschen... Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Juli, Bussi aufs Nussi, Dankeschön. Irgendwelche Schluss Tipps? jetzt, Kruzifix. Nichts, das jemanden aufmuntern würde. Lip-Sync ist natürlich nicht vorhanden. Das verzeihe ich aber. Dass die Lip-Sync nur für die englische Synchro gesynkt Da ist. wären wir. It Call is what it Lake. is. Gehen wir an die Grafik, Arbeit. Alter. Gib doch mal die Grafik von dem Void und Bone und so. Impressive. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Also bei mir jetzt 2 Das FB. Auto ist Ich da, weiß, dass aber sie ist wo ja ist auf der dem Sheriff? Cover drauf. Von einem Bären. Ich sehe mir die Karte an. Return 1. Einladung. Okay, grüß Gott. Und irgendwas durch? Erreiche den Tatort, finde die Deputies. Okay, also wir sind mal offensichtlich... Sollten wir uns Was es mich schon wieder Vollgas auffuckt, das Motion Blur. Verschlingen. Muss ich vielleicht an der Grafik ein wenig aneinander pimmeln. Oder was ist... Ich sollte mir die Karte ansehen. Die Karte zeigt Schlüsselregionen in dem Gebiet an. Nightmare Territory. Habe jetzt ein Achievement gekriegt. Gottes Willen. So, wir sind da sind wir runtergefahren, da sind die Ferienhäuser, der Bonnie Ledged Path, keine Ahnung, was das bedeutet, keine Ahnung, Flussufer, Witchfinder Station. Sicher, was ist da?
Was ist da los? Jetzt hier oben. Wollen wir laufen? So ist das Kann ich Leben. Pistolen nehmen? Nö. Hey, Oder? hier drüben. Hallo? Was ist da los? Hallöchen. Hallöchen. Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, Sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Uh. Anderson? Bin stolz auf den Chat. Map. Map! Ich habe hier das Sagen. Saga Anderson. Ich leite diesen Fall. Meinen Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Bin schon da. Mein Partner Hallo? Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Dumme Scheißdreck ist er halt. Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Ja doch. Na. Ich hätte gerne ein Briefing. Gibt es Zeugen des Verbrechens? Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Erwähne die Städter. Ziemlich verdächtig. Nicht, dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's? Der Thornton? gute alte Stadt-Dorf-Rassismus. Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt Faschismus, zurückgebracht. Entschuldigung. Das Vogue-Meter zuckt schon. Es zuckt gewaltig auch. Das zuckt sehr gewaltig. Werfen wir einen Blick auf die Leiche. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz. Ich kann das alles. Spiel nicht lauter dran, Leute. Da müsst ihr den Fernseher lauter machen. Kann euch nicht helfen. Schon gut, Thornton. Bei mir schluckt übrigens der Spielesound bis ins fast Rode aus. Also es muss laut genug sein. Wenn, dann muss ich mich leiser machen. Kann man die Untertitel ausmachen, wenn der Ton eher auf Deutsch ist? Nö, weil ich gern mitlese. So, gehen wir. Also, was Bevor ich jetzt... wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Wie heißt der? Casey? Du kannst auf die Falltafel im Gedankenraum zugreifen. Das ist top. Okay. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik. Um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Die Fakten stehen auf der Tafel. Okay. Dann mache ich mir mal ein bisschen leiser, ist das genehm. Ich habe mir eigentlich eh schon um 5 dB abgedreht. Jetzt machen wir mal so. Jetzt müssen die deutlich leiser sein, Kinder. Ich müsste nun deutlich leiser sein. Jetzt könnt ihr aufdrehen. Ist das in Ordnung? Ich denke schon. Schon ein andermal mehr über den Zügel 50 gehen. So, wir sind offensichtlich FBI-Agenten. Wie heißt mein Kollege? Ich bin so schlecht in Namen, aber ich glaube, den habe ich im ersten Teil schon mal gehört. Der Casey irgendwas. Und das, glaube ich, ist die Figur, von der Alan Wake Romane schreibt und damit berühmt worden ist. Also befinden wir uns quasi gerade in einer Geschichte, die der Alan Wake schreibt. Habe ich das so verstanden? Glaube schon. Alex Casey. Das, glaube ich, ist die Figur, die der Alan Wake eben Romane schreibt. So viel weiß ich. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Es gibt mehrere Morde. Ich sollte noch mal nachsehen. Was haben wir da? Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Schon einmal mehr sehen. Die Morde am Cauldron Lake. Mordmethode, Flecken auf Handgelenken und Beinen, tiefer Schnitt in der Brust, Herz fehlt. Ah, das war der Mord aus dem Intro. Aber Opfer, jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Ted Lane, Wendy Davis, Percy Wolf. Enter, fortfahren. Benutze WASD, um dich zu bewegen. Ja, das kriegen wir hin. Zoomen, Mordmethode, geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen. Ja, das haben Leichen das nicht so an sich, keine Ahnung. Aber nicht die Todesursache. Thorax-Trauma, Wassereinwirkung nach bla bla bla. Und was haben wir da unten? Ich darf gern, mache jetzt da Profil des Mörders. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Postmortem bedeutet nach dem Sterben. Das heißt, er ist tätowiert worden, wie sie ihn umgebracht haben. Nachdem sie ihn umgebracht haben. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden haben, sie nichts gemeinsam. Aha! F
Fälle. Fälle haben wir jetzt da keine. Gibt es da mehrere Fälle dann? Oder wie Leute? Ja, gut, werden wir herausfinden, wie das dann läuft. Tun wir auf E. Das ist die Karte. Da haben wir neue Gesprächsoptionen. Das hat ein bisschen Open-World-Elemente offensichtlich. Control. Erreiche den Tarnort, triff dich mit Deputy Thornton am Warenhaus. Wo werden da ein Ferienhäuser? Wo ist denn das Warenhaus? Da wird der Tatort sein. Ein Tatort! Das wäre ein Tatort! Sag ich mal mehr aus, oder? Okay. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Kurz vor dem Durchbruch? Wir fangen gerade Schaut erst gut aus. an. Bringen wir den Hügel runter Welcome to zum the Tatort. Squad. Bussi aufs Nussi. Verdammte Natur. Mein Schädel brummt. Zu viel Frischluft. Kinder, wir haben die Alerts noch nie während dem Spiel ausgemacht. Das werden wir nicht tun. Ich habe den Sound ausgemacht. Das machen wir seit 5 Jahren so. Reißt euch Hey, zusammen Casey. und lasst Sie es mit der überlassen mir die Donaterei Führung. bleiben. Danke. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Haben wir brutal Ich offensiv. möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Toxischer weißer Sie Mann. wissen doch, was mit Cops bei Ihrem Wird letzten befehligt Fall von- passiert. Super vegan, Sehr witzig, woken, Anderson. farbigen FBI-Agentin. Der Lord Fallschaden bei Madison haben wir es ausgemacht. Das weiß ich nicht mehr. Das kann durchaus möglich gewesen sein. Keine Treppe. Ist mir Springen ist doch scheißegal. kein Problem. Sagen wir es So ist. alt bin ich auch nicht. Special Agent Mike hat übrigens recht. Der Special Agent Birger Lex erzählt die Fakten und vergisst sie auch gleich wieder. Richtig. Weiß jetzt schon immer, um was das geht. Wer sind wir mir? Wo sind wir mir? Am Mirror Peak. So, und jetzt ist es vorbei, dass wir es wieder wissen. Oder dass wir uns noch erinnern. Jetzt machen wir mal ein wenig einen Sport da. Los! Komm bei der kannst du auch mal ein wenig was für die Figur tun. Die Figur! Wo geht's da auf? Lass mich schauen. Map! Oh, das ist aber nicht für die Distanz, die wir da zurückgelegt haben. Jetzt sind wir da oben gegangen und da geht's wieder hinten auf zu. Das war ein totaler Schwachsinn. Ihr müsst der FBI sehen, das war ein totaler Schwachsinn. Kein schlechter Ort für einen Mord. Wenn man zurück Kein zur schlechter Natur Ort möchte. für einen Mord. Das schaut schon ein bisschen Mist. abseits und abgefuckt aus. So Hätte ist einen es nicht. Schirm mitbringen sollen. Ich mag Was Regen. regnet jetzt? Das Einzige, Ich sehe nichts von das Regen. sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Ich wollte nicht tauschen. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Hey, Deputy Thornton, nehme ich an. das bin ich. Zu Ihren Diensten und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeig sie Ihnen. Ja, oder lustige Stimme. Die passt ihm überhaupt nicht. Sie sind also vom FBI. Das ist cool. FBI, das ist Sie machen cool. Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Und die UFO. Was ist denn mit dem, Alter? Die gibt es wirklich? So genau Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? What? Okay. Ich zweifle leicht an der Synchro. Sonntag selbst Schluss jetzt mit der Scheiße! Hier wurde der Nur, Mord weißt du was? Chat, mault's die Leute in die Donation so. Beleidigt sie es aufs Blut. Mods, Sie das wissen ist schon, erlaubt. die Sonntag selbst, merci dir. Schluss. Und so. Danke, Deputy. Keine Planer. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay, untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Also jetzt mal schnell den. Schauen wir mal schnell ins Audio hinein. Mono-Audio, Bassabsenkung, kann man dann nicht irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist 7:1 Sound, obwohl ich keinen 7:1 Sound da dort habe. So, ich mache mal Mono. Aber Mono ist dumm, dann höre ich nicht, wenn jemand von links oder rechts kommt. Dumm. Dialoglautstärke machen wir mal 120, das glaube ich ist gescheiter. Weiterspielen. Oh, wo sind wir? Da sind wir. So, was müssen wir jetzt Schritt da? 1. Die Leiche untersuchen. Schritt 1 Leiche untersuchen. Was ich jetzt noch tue, Schritt 2. Ich habe das Gefühl, wenn der Stream läuft, dann ist Full Raytracing. Warte mal. Ändert sich da eigentlich irgendwas? Merkt irgendjemand da einen Unterschied? Man sieht ein bisschen hinter es sind ein paar Sachen ein bisschen heller und so. Aber ich glaube, das vollkommen wurscht ist. Das, wenn ich einfach auslose,
Schaut genauso aus wie vorher. Ich weiß es nicht. Und jetzt läuft's flüssig. Ja, gut. So, aber sie haben jetzt mit dem Gwampa Nuhu. Hat's nicht gehört? Ja, wir haben ja die Sachen schon. Wollen Sie mit der Untersuchung der Leiche anfangen, Anderson? Na sicher! Die Leiche liegt auf dem Tisch, Tatort am Cauldron wie bei Lake. einem Ritual. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet, platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. Das heißt, wir müssen da tatsächlich so. Jetzt pass auf, wie tut man das? C erlaubt es Sager, die aktiven Hinweise zu sehen. Wähle das Schlüsselbild aus, um es auf der Falltafel zu platzieren. Okay. Tatort am Cauldron Lake. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Übereinstimmung. Im Wald in der Nähe von Bright Falls wurde eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob der Fall mit dem Morden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Und dann? Wenn ein Schlüsselbild platziert wird, erzeugt es eine neue Frage. Übereinstimmung von Morden? Das musst du nicht, das musst du erst erfinden. Ziele sind auf der Falltafel in deinen Zielen Control einsehbar. Untersuche den Tatort. Du kannst die Falltafel untersuchen oder sie verlassen. Das müssen wir jetzt mal schauen, ob das übereinstimmt oder nicht. Was das wir auch noch ausmachen? Bewegungsverzerrung. Angenehmer. So, schauen wir mal in den Ranzen rein. Was haben wir? Oh, jetzt habe ich ein bisschen Mortuary Assistant Vibes habe ich da. Was haben wir da? Das Herzl. Du kannst Hinweise an der Leiche sammeln, um die Untersuchung voranzubringen. Hab das Herz. Herzlichen Glückwunsch. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Okay. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Mehrere haben wir nicht. Außer, dass wir mal ins Loch einzoomen, das ziemlich asozial ausschaut. So. Das ist, die neu entdeckte Hinweise können auf der offenen Frage platziert werden. Okay. Das stimmt mit den früheren Morden überein. Herz in der Nähe, das stimmt aber nicht. Nee. Was? Nee? Das Herz wurde entfernt und auf dem Tisch neben der Leiche zurückgelassen. Wurde der Mord unterbrochen? Ja, wurde er, das wissen wir, aber waren wir dabei. Gurte, mit denen das Opfer festgebunden wurde. Check nicht ganz. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Wo steht denn da bei den anderen Sachen, wo es das irgendjemand, den es jetzt ausgeschnitten hat? Drück mal. Die Hinweise haben die offene Frage gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Okay. Das mal auf Control. Untersuche den Tatort. Erfahre mehr über das Opfer und erfahre mehr über den Mörder. Du kannst jetzt die Falltafel untersuchen oder sie verlassen. Du mir fortfahren, weil mir jetzt was interessiert. So, das sind die anderen Fälle. Tiefer Schnitt in der Brust, Herz fehlt. Alle Leichen weisen Blähungen auf. Ja gut, passt schon. Wir haben Flecken an den Handgelenken und Beinen. Ja gut, passt schon zusammen. Das passt schon zusammen. Ja. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Wenn du den Gedankenraum besuchst, wird das Spiel nicht pausiert, also achte auf Gefahren in der Nähe. Was? Das ist besoffen. Starb er hier oder wurde er hergebracht und zur Schau gestellt? Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer? Weiß ich nicht, natürlich waren es mehrere. Die werden sich nicht nur freiwillig da festbinden haben lassen. Schau dir mal den gewamperten Teufel an. Der kann sich schon wehren, wenn es passiert. Vor allem, wer ist der Typ? Der ist einfach am Seerand aufgewacht. Gesuffen ist auch schon wieder geworden. Was haben wir da? Ein Gatt. Ist das ein Gatt? Jemand musste schnell weg und warf dabei das Stativ um. Das ist ein Stativ, lol. War es für eine Kamera? Na, für einen Hubschrauber, du Rindviech. Bist du für FBI-Agentin? Was brauchen wir sonst ein Stativ? Für Licht vielleicht? Ja, gut, heute mir mal. Flaggscheinwerfer werden sie nicht im Feld stehen. Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Aber was? Wieso warten? Das ist ja schon wieder... So, Falltafel. Müssen wir Fälle nehmen. Nehmen wir den anderen Fall wieder. Das Opfer, die Mörder. Ja, jetzt pass auf. Wir haben ja da schon für später mehrere Fußspuren. Das kommt zu den Mörder.
wenn ich das so richtig verstehe. Hier gibt es einige Aktivitäten, unwahrscheinlich, dass unser Mörder allein arbeitet. 10 Hinweise für später zurückgelassene Kühlbox und Bierflaschen. Wieso brauchen wir das für später? Das kann ja auch zu den Mörder kennen. Ich meine, gut, aber wissen wir es natürlich nicht. Und dann erfahre ich mehr über das Opfer. Und jetzt können wir da einfach wieder rausgehen. Ja, gut, macht Sinn. So, was haben wir noch? Haben wir da noch was? Kann man da in die Bude mehr eingehen, oder was ist denn da los? Hinter die Bude. Die haben da mit Sicherheit irgendwas fallen lassen, die Trottel. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Was schauen wir denn nun so? Ich weiß nicht. Versperrt. Sie wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Versperrt, okay. Achso, da muss ich die Gegenstände auswählen. Okay. Wenn wir einen Schlüssel brauchen oder irgendwas, da wird uns der Deputy später vielleicht aufsperren. Muss ich jetzt da noch Hinweisen suchen oder wie da ist doch was. Da ist doch was. Da ist nichts. Ja, gleich mal herauszufinden, welchen Spielraum das. Sie können mir vertrauen. Ich habe online ein paar Untersuchungen unternommen. Und ich weiß, wie ich vertrauliche Angelegenheiten vertraulich halte. Hey, ich habe kapiert, dass das mit dem UFO ein Witz war. Aber darauf seid ihr doch sicher trainiert, oder? Um abzulenken, die Wahrheit vor dem Durchschnittsheini zu verbergen. Anderson. Hey, gehen wir wieder an die Arbeit, ja? Was labert der Typ? Ist das Opfer bekannt? Frau mein Na Brian. klar, sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Officer Doofy. Naja, bis jetzt. Geht er dann sein Zimmer saugen. Nightingale. Robert Nightingale? Ja, ich glaube, sie kannten ihn. Waffenbrüder. Er schaut ein bisschen aus wie der Max und Payne. Schwestern. Fällt mir gerade so ein. Du entdeckst Hinweise, in denen du mit Leuten redest und deine Umgebung erforscht. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass er eventuell da was weiß davon. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. Okay, jetzt But sind wir vom I Englisch. ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. Okay. After his partner got killed in the field, Bug he Nummer went 1. off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Was passierte, nachdem er gefeuert wurde? Er ist also seit 2010 verschwunden. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Bureau ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, Ich wette, da steckt mehr dahinter. but no happy ending. Okay. Er ist offensichtlich wahnsinnig geworden. So sieht's aus, Freunde der Sonne. Schauen wir da nochmal um den Fettsack rundum. Haben wir da noch irgendwas? Ah, da haben wir doch noch was schon hier. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Ich glaube, das war alles. Zumindest vorerst. Okay. Schon eine Idee? Ich weiß nicht. Ja, gehen wir doch da mal rein, verteilen wir die Fotos. Starke Blutspritze auf dem Tisch. Gehört das zum Opfer oder gehört das eigentlich da her, oder? Warte mal. Gehört doch eigentlich da ohne oder was ist da los? Casey Nightingale drehte durch das FBI, feuerte ihn. Gehört zum Opfer. Ja, machen wir erst die anderen, das gehört auch zum Opfer. Gehört das jetzt, wo gehört denn das hingezogen? Gehört das da aufs Opferding draufgezogen? Ich denke schon. Thornton, das Opfer. Ex-FBI. Kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Okay. Für später. Und das ist doch. Ja, genau. Starke Blutspritze, mehrere. Laut den Stiefelabdrücken Aber- mehrere Täter. Eine echte Party. Ja, die haben das ja offensichtlich auch noch gefilmt. Ja, gehört auch da oben. Beziehungsweise dann an den nächsten Straum. Das passt für mich da gerade nicht zusammen so. Was hat starke Blutspritze mit den Mördern zum tun? Verstehe ich nicht. Mehrere Angreifer anwesend, chaotischer Tatort, Verbrechen aus Leidenschaft, vorsätzlich, wir wissen es nicht. Bier gesoffen, Stativ planten den vergessen. Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Okay, Cutscene. Profiling.
Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Ah, ohne Mörder, aber auch kein Loch in der Brust ohne Herz. Profiling. Mit Hilfe von Profiling in Sagas Gedankenraum kannst du in die Köpfe von Verdächtigen und Opfern eindringen. Und dann speimen wir mir wahrscheinlich die Sachen da drin noch. Eigentlich eine ziemlich coole Idee. Wenn man so drüber nachdenkt. Was ist denn das da? Was haben wir denn da? Du fehlst mir, Kleine. Bin bald wieder zu Hause. Das ist also ihre Tochter. Okay. Abflug. Wer bist du? Wenn der Rest des Büros nur wüsste, was für ein Softie Casey ist. Der schaut einfach aus wie der Max Payne. Kann man nicht helfen. Wieso hat sie eigentlich von ihrem FBI-Partner... Verstehe ich nicht. Ja gut. Profiling! Dank ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch das Profiling interessanter Personen gewinnen. Ja, dann nehmen wir doch einmal Nightingale. Ja, wir haben wir mitten in der... Ich hab nicht gewusst, dass das ein Teil Krimispur ist. Vermisste Person, Ritualmord. Dann schauen wir uns jetzt mal die vermisste Person an. Warum ist er verschollen vor 13 Jahren? Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Hä? Okay. Ritualmord. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Okay. Verdammt, die grünen Extremisten. Ah nein, da wollte man nicht, da wollte man nicht. Ab zur Falltafel. Jetzt können wir ein bisschen mehr zum Opfer hier dazu hängen wahrscheinlich. Opfer kam aus... Was war mal? Nightingale kam vom Cauldron Lake. Er ist sprichwörtlich aus dem See rausgestiegen. Das haben wir ja auch gesehen. Ich spüre, dass Nightingale vom See gekommen ist. Aber warum jetzt nach 13 Jahren? Wo war er all die Zeit? Okay. Mehr haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ziele, untersuche den Tatort, schau dir das Seeufer an. Das heißt, wir schauen uns jetzt so, wo er Der See rausgegraben steht mit ist. Nightingale in Verbindung. Casey, sehen wir uns unten beim See um. Das hört sich doch vernünftig an. Gehen Sie vor. So, Klingt gut. wollen wir mir da gleich wieder Hier kommen? lang, oder? Ihr geht Ja. vor. Okay. Was ist denn das für eine Bindung von ihr zu was, wem? Ja, das wissen wir eben noch nicht. Das ist wahrscheinlich die etwas verspulte, abgedrehte Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Geschichte, Nightingale kam aus dieser dass sie Richtung. das kann. Vom See. Warum auch Vermutlich immer. auf der Suche Denke, wir werden es herausfinden. nach Unterschlupf. Irgendwann, eines Tages. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er Wichtiges hier Detail. war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert Was ist denn an. da jetzt wieder los? Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den das nicht Teil öfter habe ich noch Leute, nicht Leute? verstanden. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Dass Bäume so groß werden. Ein Stück Papier, du sollst es nehmen und lesen. Ja, jetzt Sie Casey, müssen heute mal dein öfter mal Maul. raus. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Was tut denn da irgendwie so komisch? Sagt sie das schon auch? Bin nicht bloß ich wieder besoffen. Was ist da? Spuren. Spuren. Barfuß. Barfuß. Von Nightingale? Was du hier nicht? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Woher wissen Sie jetzt, dass es ein Nightingale seine Kasachsen sind? Hier haben wir jetzt da eine Falltafel. Haben wir Fotos gefunden. Spur verloren. Das geht eigentlich auch da hin. Ah, eine Sackgasse. Dann Fußspuren, die unter dem Fels vorkommen. Kein da hin. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Ist hier sonst noch was? Ist doch hier nicht. Ah, sie nimmt ihn schon. Okay.
Das hätte mich jetzt stark gewundert. Hä? Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Jetzt. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte, Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch Jetzt, wenn sie wussten, dass es sie sie verletzen. verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Achievement gekriegt. Das Was- ist genau was mein auch Ding. immer. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite oder die Killer ließen sie zurück. Okay. Was haben Manuskriptseiten liest du Nightingale in und Sagas diese Seite Gedankenraum. Okay. Ich verstehe schon. Das ist ein Skript, das der Alan Wake getipstelt hat über diesen Casey Dingsbums. Das ist die eigentliche Hauptfigur. Im zweiten Teil ist offensichtlich sie die Hauptfigur. Und sie erleben gerade, was der Alan Wake in der anderen Welt, in der richtigen wahrscheinlich, gerade schreibt. Verstehe ich das richtig? Keine Ahnung. So, was haben wir da? Das Lesen der Worte, dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft, jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Okay, ist da sonst noch was? Na, da ist auf alle Fälle noch was. Da ist noch ein Platzhalter für noch was anderes. Irgendwas haben wir noch übersehen. Manuskript sein. Das Opfer war einer der Iren, FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 Jahren verschwunden war. Das hat sie gerade vorgelesen. Was haben wir da? Nightingale. Wir können jetzt wieder ins Profiling hineingehen. Gibt es ein Short-Menü oben. Muss ich nicht die ganze Zeit da hin und her laufen, das ist gut. Die Seite. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Da ist überhaupt nichts in der Brust. Ihnen. Die schreckliche Wahrheit. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. Ich wollte jetzt gerade sagen, In seiner Brust. da müssen wir jetzt ins Loch reinschauen. Ich hab doch gesagt, muss da sollen wir mehr wissen, was- reinschauen. Ich hab doch gesagt, da sollen wir mehr reinschauen. Falltafel. So, ohne geschissen. Nightingale verbirgt etwas Habe in hier sich. alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Na gut, dann zurück zur Casey, Leiche. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Okay. Und nun? Es ist jetzt ja auch nicht so, dass man diese ganzen Hinweise da... Eine Hexe ohne Herz. Ein seltsames Echo unseres Mörders. Witch's Ladle. Keine Ahnung. Da wollte ich nicht hin. Wer auch immer diese Seite schrieb, ließ sie wie eine Geschichte aussehen. Wie aus einem Thriller. Ich hasse das alles. Laut dem Text würden wir mehr finden. Ich glaube ihm. Aber aus welchem Grund? Sie verdrehen die Ereignisse, um ihre eigene Geschichte zu erschaffen. Aber wozu? Um eine Fantasie Ja, dann aufrechtzuerhalten? gehen wir wieder zur Leiche zurück. Ihre Wünsche zu projizieren? Sind wir Charaktere oder das Publikum? Zeugen ihres Entwurfs? Oder alles? Es geht nur um Kontrolle. Die Entscheidung, was wem zustößt. Lassen Sie sich nicht reinziehen. Zu spät. Ich bin schon süchtig. Ich brauche das nächste Kapitel. Hier geht's nicht weiter. Das Wasser ist zu tief. Ja, wir müssen aber zurück zu... Ja, es ist ja nicht so, dass man die ganzen Hinweise selber zusammen kombinieren muss. Aber ich glaube, dass es da extrem wichtig Ich werde ist. mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit. Was umsehen? Das ist schon wieder so ein Objekt, da sehe ich bis daher, dass ich das glaube ich nicht mehr kann. Habe ich zumindest gemeint. So, was haben wir da? Du kannst nun verwenden, um Sagas Taschenlampe zu aktivieren. Toll. Tolles Tastenkürzel. Optionen, Steuerung,
Interagieren, schießen, nachladen, Taschenlampe. Machst du da mal Taschenlampe ein, aus. Ah ja. Und jetzt fängt es wahrscheinlich dann langsam an, ekelhaft zu werden. Da links war was. Wo war links was? Das kommt halt über Bierger da links. Alter. Manchmal hat es hier nicht Helden, dass es zu spät ist. Bierger da links! Ja, Da links, schau hin. Beim Holz! Ah, echt? Wo? Im Wald oder was? Links im Wald. Am Weg, drinnen auf dem Tisch. Aha. Bürger da in der westlichen Hemisphäre, ja. Wisst ihr was, Leute? An meinem Popo. Haben Sie sich verlaufen, Anderson? Ich hab mich nicht verlaufen. Mein Chat bringt mich durcheinander, Mr. Casey. Wir haben noch eine dritte Ebene, die uns beeinflusst. Zurück zur Leichen, das schauen wir uns neu an. So schaut's aus. Ohne Tattoo-Partikel, ich kann es nicht lesen, aber mehr ist wieder Mitgliedschaft. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Wir schauen jetzt in den Fettsack rein, so schaut's aus. Wir schauen jetzt rein. Die leicht rein. Kann man nicht einleichten. Aber eigentlich gedacht, wir sollten da mal reinluren. Wahrscheinlich müsst ja genau, bringen Sie die Leiche zurück zur Stadt. Deputy, Das war da eigentlich. bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. So wie doch, den nehmen wir mit. Haben einen Shortcut freigeschaltet quasi. Schlüssel zur Abkürzung. Sehr schön. So, jetzt gehen wir nochmal in die Bude Danke. zurück. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Nein, ich mag jetzt wir schnell. müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Ich mag mich jetzt Beim schnell Diner, umschauen. Oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Kaffee, Abkürzung vom Deputy aus. Ein gutes Kaffee, Charles. Nom, 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 nom. Da waren wir, glaube ich, gerade. Es ist halt immer etwas ruhigeres, zumindest bis jetzt. Ich halte jetzt lieber mein Maul, weil das habe ich am Anfang auch gemacht. Wir brauchen nicht so viel Horrorzeug, bla bla. Machen wir mal unsere Taschenlampe weiter. Schauen wir mal, da haben wir was. Montag, 3.9. Verdächtigte Aktivitäten entdeckt. Der Melder glaubte, eine Bewegung im Gebüsch gesehen zu haben. Es wurden Fußspuren in der Gegend gefunden, aber einige wurden vom Melder beschädigt. Anmerkung für mich, den Melder besser ausbilden. Dienstag, 4.9. Nichts zu berichten, ein paar Tiere wie immer. Mittwoch, 5.9. Nachts sind Jäger unterwegs. Wilderer. Ich habe ein paar Schüsse gehört. Nicht von uns. Wir müssen ein Auge auf diese Leute haben. Sonst erleben sie noch ihr blaues Wunder. Das wird wahrscheinlich der Vorfall gewesen sein. Nehme ich mal an. Was ist denn das da für eine Scheißbude da? Was ist denn das wieder für das Interieur schaut auch grafisch, muss ich ganz ehrlich sagen, für extrem gut aus, gell? Kannst du sagen, was du willst? Was haben wir da? Was haben wir da? Ah. Walkie-Talkies und Chetons. Cheton! Ich warte darauf, dass er Klick aus dem Fenster nicht. Hat mich auch gerade ein bisschen daran erinnert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch gerade so ein bisschen an The Last of Us erinnert, da herin. Sie haben viel Müll zurückgelassen. Nicht Ja. sonderlich penibel. Ja, aber wer soll denn da herin auch lang zusammenräumen? Schau dir mal die Kackbude, es hat auf alle Fälle jemand geschlafen da. Das ist alles, was ich weiß. Ja, recht viel mehr gibt es jetzt da auch nicht mehr zum Auseinanderpfriemeln, glaube ich. Sonst daten sie uns mit dem Auto nicht wegschicken. Oh, die Gitarre und der Schlafsack und der abgefuckte Dings da, der löst schon gescheite Last of Us Vibes aus. Oh, da ist ein Fernglasel, da die Pause gespäht. Aha. Aber da kannst du aufmachen, Bude. Nein, kannst du nicht. Ja gut, dann gehen wir. Ab zur Karre, Kinder. Ich glaube, dass da nicht recht viel zum Erlurren gibt. Das sagt er ihn. Kein Captain Starlight Magazin. Ich glaube, jetzt kann, dass wir das da finden, ja. Es gibt noch andere Hütten, das ist wichtig, aber die brauchen wir jetzt auch nicht anschauen. Das ist bloß künstlich im Klingzeng brauchen wir es auch nicht. Spuislampen nur wahrscheinlich. Oder kommt man wahrscheinlich eh nicht hinter, oder? Weiß ich nicht. Gut, sperren wir die Bude auf. Ab zur Karre. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Ich fürchte, das werden wir schon herausfinden. So, Schlüssel zur Abkürzung. Eine Pfeffer, schön mit Animation. Taschenlampen brauchen wir jetzt da raus nicht mehr. Los Abgesehen geht's. von den Morden ist das ein schönes Städtchen.
Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Die Deputies haben miteinander einen IQ von -3. Kann man da? Da knarrt's da, das habe ich ganz genau gehört. No Entry, kann man da reingehen? Ne? Da, oh Scheiße. Da haben wir was gefunden. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Jetzt habe ich Fallout-Vibes. Eine Alex Casey-Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Manuskriptfragmente gefunden. Was man auch immer mit denen tun kann. Manuskriptfragmenten werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Aha! Wie tut man das? Pistols. Ein interessantes Crafting-System. Immer und immer wieder. Halte den Feuerknopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Diese erhöht die Feuerrate drastisch. Wird dann aus meiner, wo haben die Österreicher? Wo haben die waffennarischen Österreicher? Was haben die Amerikaner für Pistolen? Die haben ja auch immer so eine halbautomatische, was ist denn das? PSP aus Counter-Strike. Wird's dann zur Glock, zur Vollautomatik-Glock. Erhöht die Magazingröße um 50%, noch ein Kopfschuss. Erziele 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Das ist unser Weder. Damis haben wir Glock? Echt? Damis haben wir AC 130. Ja, der amerikanische Polizei oder Warzenschwein. Everybody gangster until the sky starts farting. Und jeder weiß, was ich meine. Also bis jetzt, irgendwie bin ich hooked. Ich weiß nicht warum und auf was und so, weil ich normalerweise nicht so der Story-driven Guy bin. Aber irgendwie bin ich hooked. Ich habe noch nicht das ist alles cool, das ist eine durchschaut. coole Idee. Bis jetzt. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Ja, für TikTok kann Um man. einen Snuff-Film zu drehen? Sicher. Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Was der Herr Mörder hinterlassen seine Botschaft. Wo müssen wir denn jetzt wieder hin? Können wir nicht da wandern? Bergauf wandern! Sogar mit Map her. Map! Wo ist unsere Karre? Die war jetzt eigentlich links da am Parkplatz, oder? Aber ich möchte wissen, das mag ich jetzt aus. Ich mag nämlich wissen, ob es was zum Finden gibt. Wir gehen jetzt geradeaus weiter und gehen wir da in diese Sackgasse rein, ob es da was zum Finden gibt. Das darf mich jetzt interessieren. Gehen wir weiter. 100%ig, dass wir jetzt da noch so Manuskriptfetzen finden oder irgendwas. Das ist die falsche Richtung. Oder kommt man da gar nicht auf, Ich obwohl sehe mir es... kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Alter, wie dermaßen Kreuzung, der Weg nicht sehr erkenntlich. Ah ja, sag ich doch. Was haben wir, Gott, was haben wir denn da? Ist der rarest wildlife in the Pacific Northwest. Die seltensten Wildtiere im pazifischen Nordwesten. Ich habe es endlich zum Calden Lake geschafft. Bei uns bin ins Landesinnere gezogen. Das Laub ist unglaublich. Nachdem ich in diesen verrückten Kerl gesehen habe, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück vom Berg hoch zu gehen. Schade, mehr nicht, oder was? Ich bin nicht da zum Lesen, ich bin da zum Besen. Oder so ähnlich. Cauldron Lake. Das sonst irgendwie... Eigentlich müsste jetzt da auch noch hintergehen. Naja, gibt's nicht mehr. Na gut. Schade. Aber eigentlich mehr, ich bin mehr so der Looter. Looten und bluten, Kinder, ihr wisst es ja Also jetzt gut. lang dabei. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Sheriff im Diner. So ein richtig schöner Ami-Diner. Was ist jetzt? Also bin ich der Fahrer, natürlich. Ja. Es geht weg! Was ist das denn? Ab nach Brightfall. Ach, man kann sich da auch frei hin und her bewegen und so. Oh, das wird Ich bekomme wahrscheinlich... die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt.
Mr. Riese Mike, sehr, sehr gut aufgepasst. Wem ist eigentlich Müssen auch Sie noch zur Not aufgefallen, schon was dass in von dem der Wald Außenstelle überhaupt zu keine besorgen? Tiere zu sehen, bereit. geschweige denn zu hören Ich sind? parke trotzdem hier. Richtig. Ich möchte zum Diner und mir die Weil Stadt diese ansehen. ich sag, weil diese Welt nicht real ist, wo man mir da gerade spielt. Warum rennen denn da Straßenpfosten umeinander? Was ist denn das wieder? Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Ein Kaffee hätte ich jetzt auch Bock, sag ich dir, was ist? Eigentlich sollte man... Oh, da haben wir Karten. Dann nehmen wir gleich mal die Karte mit. Bright Falls. Karte. So, sagt man da irgendwas? Da ist das Gespräch, neue Optionen. Und das ist der Oh Dear Diner. Elwood Wellness Center. Ja, da werden wir schon noch überall hinkommen, nehme ich an. Aber ist alles Stickerl für Stickerl. Also links. Bittersüße Nektar. Hol dir einen in Coffee World. Hol ihn dir so schnell du kannst. Meine Güte, Charlie. Oh, war das dieselbe Stimme von der Ellie aus Last of Us? Was sie jetzt da gerade gesagt hat? So heiß in diesen Anzügen. Findest du nicht? Charlene, fühlst du dich nicht auch so unwohl wie ich? Meinst du nicht, dass die Menge Koffein, die du heute getrunken hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ach, das ist die Hölle. Ich hasse diese Stadt. Lass uns das Thema wechseln, bitte. Ich liebe es. Ganz ehrlich, der Greiter schreibt es auch gerade, die Synchro klingt hammergut. Ganz ehrlich, ist vollkommen in Ordnung. Sie ist, eine deutsche Synchro ist nie super awesome, aber sie ist echt okay. Wie geht's? Lasst mich raten. So, es ist der Sheriff. FBI. Willkommen in Bright Falls. Schön, dass ihr hier seid. Schauspieler Ich habe kenn ich, Kaffee oder? mitgebracht. Den besten in Washington. Ja, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Sie müssen Sheriff Breaker, keine Ahnung sein. Schön, Sie kennenzulernen. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Dragon Crash schreibt, das ist der Sean Ashmore. Da habe ich jetzt gerade kein Gesicht dazu. Mir wurde gesagt, es gäbe Zeugen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Okay. Wir haben die Fallakten Gut, aber durchgesehen, geil, die Schluss Sie jetzt. geschickt haben, Sheriff. Merci. Wir hatten außer den bekannten Opfern noch Wir müssen mehrere jetzt mit denen da drin labern, die Kaffee und Kuh fressen, oder was? Wir hatten, das sind das die zwei da. eingezäunt wurde, wurden es weniger. Lassen Sie mich raten. Also, ich kriege ja schon wieder einen Vogue-Anfall. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn Ed? nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien. Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe. Okay? Den Namen Ed, ich hab mich sogar nicht drüber lustig gemacht. Freilich waren es dabei. So Zigeuner die. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den Das waren die nackten zwei Typen mit der mit Messern Taschenlampe am Anfang. bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Warum glaubst du, dass es ein Kult war? Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed! Die ganze Sache war furchterregend. Was haben wir gefunden? Das ist alles. Und warum schaut dein Kuh aus wie ein Stück 8 cm dickes Rindersteak? Hä? Was?
Ab in den Gedankenraum. Die Bookers. Ab zum Profiling. Der Kult des Baumes. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind 2 Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Aha. Cauldron Lake. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Herr mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Nicht wegen des Mordes. Sie haben Wo die sind Wahrheit seine Bruder? erzählt. Wo sind seine Bruder? Ich glaube, du hast etwas gefunden. Du hast es gerade schon fast gesagt, da hätte ein FBI-Agent mit super mentale Mr. X-Kräfte sein. Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay, wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Okay. Dann nehmen wir natürlich mit, die wird gleich gesagt, die Scheiße. Danke. Das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir sie hier nie wiedersehen. Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen Ihre traumatischen Erinnerungen. Sieht man im Fernsehen. Ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Wie krass die Emotionen in den Gesichtern erkennbar sind, ist voll heftig. Wenn das nachdenkliche geschaut, das überraschte geschaut, das ist ja richtig krass. Das habe ich voll selten in einem Spiel so gesehen, gell? Untersuche Nightingales Leih, besuche die Polizeiwache. Wir haben da dann neue Teile gefunden und die werden wir jetzt da an die Falltafel pflanzen. Muss ich da jetzt mal hingehen, aber kriege ich halt nach dem 30. Mal kriege ich halt das Kotzen. Irgendwas haben wir gleich Fälle. Jetzt haben wir da Alex Caseys Lunchboxen. Ist ein extra Fall? Die Morde am Cauldron Lake. Okay, die Fotos kennen natürlich dann zu denen. Die Frage ist, warte mal, haben wir da überhaupt einen Anfang? Wo kennen die? Die Bookers sprachen von mehreren Angreifern mit Hirschmasken im Sprechchor, die den Typen mit Messern bearbeiten. Haben wir mit ein Profil des Mörders? Ah, natürlich geht es da. Hallo, ich bin der Das ist Oberkommissar. eine organisierte Gruppe von Mördern. Kein einzelner Serienmörder. Ja, hab schon verstanden. Was haben wir da noch? Fall abgeschlossen. Der Kult des Baumes steckt hinter den Morden. Dieser Fall ist gerade viel komplizierter geworden. Ich muss eine neue Akte anlegen. Aber das ist mein erster Kultfall. Aufregend. Es handelt sich nicht um einen Einzeltäter, sondern um eine organisierte Gruppe namens der Kult des Baumes. Der Fall ist interessanter geworden. Ich sollte eine neue Akte öffnen. Wie tut man das? Und draufdruckt oder was? Hallo? How does this work? Fälle? Ah, okay. Kult des Baumes. Hintergrundfälle sammeln Hinweise über breiter angelegte aktuelle Themengebiete. Und da haben wir den Kult des Baumes. Da fängt Ich muss mehr über den Kult des Baumes wissen, wenn ich ihm Einhalt gebieten soll. Sternkommissar? Bitch!
Was haben wir jetzt da? Ah ja, das sind die 3 Teile. Da haben wir eine Halskette des Kultes mit Dreieckssymbol. Kultisten trugen Hirschmasken, wo wir das Foto von der Hirschmasken haben, das weiß der liebe Gott. Auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Das haben wir mir fotografiert. Gehen wir mal da raus. Was haben wir da? Welche Art von Kult? Eine Halskette des Kults mit Dreieckssymbol. Das kann daher passen vielleicht. Jawohl. Kultsymbole. Die Kultsymbole, da passt natürlich auch die Hirschmaske dazu. Warum? Hä? Denkensaga. Ja, was? Kultpsychologie? Das ist halt der Teil, ich weiß natürlich vorher nicht, für mich war jetzt ganz klar gewesen, dass diese Hirschmasken ein Kultsymbol ist. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, diese 2 Dreiecke da haben mehr Symbol als, keine Ahnung, Hintergrundfälle sammeln, C-Fix, drück Enter. Herr Weidner, eigentlich soll er das jetzt extra drin lassen. Auf dem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten. Kultziel. Macht überhaupt keinen Sinn, aber ich probiere es jetzt einfach einmal. Und dann, wer ist involviert? Ja, gut. Ja. Haben wir da Kultpsychologie. Das ist halt sehr viel Try and Error, so ein bisschen. Wie ab in den Backseat-Chat. Ab in den Backseat-Chat. Kultpsychologie. Wie passt jetzt das Foto von auf einem Tisch liegt eine große Menge an Vorräten zur Kultpsychologie? Was? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Doesn't make a sense. Und dann haben wir nur einen neuen Fall. Das sind diese Lunchboxen. Was ist da für ein Fall? Relevante Artefälle erfassen Objekte und Informationen, die Saga erworden, um den Fortschritt der Sammlung abzunehmen. Ja gut, das ist ein neuer Fall. Das sind diese Lunchboxen. Es kann kein Zufall sein, hier eine Casey-Film-Lunchbox zu finden. Noch eine Botschaft? So, jetzt drücke ich absichtlich nicht Enter. Halt's einmal. Lunchbox von der FBC-Überwachungsstation am Cauldron Lake. Was haben wir da? Bright Falls, Cauldron Lake da oben. Ja, und wer ließ sie zurück? Dann müsste es wahrscheinlich da in den Cauldron Lake. Ah, first try, bitch. In der Notiz steht, wir stecken zusammen drin, Held. Was hat das zu bedeuten? Wer hat sie zurückgelassen? Bin ich auch noch gespannt, was das zum Bedeuten hat. Tu jetzt auf Enter drücken, weil sonst ausflippt er. Ziele, untersuche Nightingales Leiche, besuche die Polizeiwache. Das heißt, ab, raus in die Karre. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, Und wenn los Sie ihn geht's. sich ansehen möchten. Gehen wir. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Oder jetzt Der noch Zauberer war gespoilert? meine Lieblingsklasse. Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Hirschfest? Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Das darf mich auch noch interessieren. Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Bisschen verrückt. Warum? Ich kriege ein bisschen Was hat sie Silent Hill angestellt? Vibes. Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hätte ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Da bin ich nur sehr gespannt. Gehen in den Untersuchungsraum der Leichenhalle. Hey Boss, die Leiche ist unten, alles bereit. Na, er war nur normal. Ja, da in war der wegen- Leichenhalle. Oh Ist Gott. alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Das ist das Sheriffbüro von Bright Falls. Du bist ein bisschen dumm, Wenn Sie gell? was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Schönen Tag noch. Agent? Ey, du Quamper, der Uhu. Wenn von dir mal irgendjemand der Vorlauf, dann möchtest du das regeln. Tschüss. Was ist da alles los? Ah, gut. Wir Das teilen ist uns die der Leichenhalle mit dem Deputy, ja. Beerdigungsinstitut. Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Was hat der Case jetzt für einen Knierschlaganfall gehabt?
Also, was findest du? Gut, dass ich mir Taschenlampen dabei habe. Sag ihm, du, ich leicht euch einen Weg, wenn es euch nichts ausmacht. Leichenhallen muntern mich irgendwie immer auf. Ich sehe das anders. Er macht Witze. Scheiß Leichenhallen habe ich auch keinen Bock. Stell dir vor, du bist Wache an der Eingangstür zur Leichenhalle. Hat doch auch kein Mensch Bock. Außerdem habe ich die nicht gerade oben gesehen. Egal. Da schon. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Dann müssen wir doch irgendwie in sein Loch rein, oder? Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Da darf man jetzt mit Sicherheit, oder wieder Hosen, oder? Da darf man jetzt mit Sicherheit ein Pipperl singen, wenn ich den Nacktheitsding nicht ausgeschaltet habe. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Tja, was kann jetzt da die Todesursache gewesen sein? Ich glaube, er ist an Diabetes gestorben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht auch an Wasser in die Füße. Wongel, bist es du? Wongel Sepp? Is it you? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Ein Schriftzug? Wie haben Sie das angestellt? Disgusting. Wir haben das Herz tätowiert, oder was? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Er ist seit 13 Jahren verschwunden gewesen, kommt aus dem Wasser raus und wird dann umgebracht. Das ist doch alles ein sehr nicht zusammengeschwurbelter Nudelsalat, das ist ein Wahnsinn. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Ja, ob das Tattoos sind, ich weiß ja auch nicht. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Was denn noch gerade? Papier? Zum Ausbauen von der Pistole. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Vielleicht war er aber auch bloß Wongel wütend und hat gegen den Wind droschen. Ja, vielleicht hat er golden gliert und einen Roundhouse-Kick gemacht. Who knows? Ja, ab zur Falltafel. Falltafel. Der haben einen anderen Fall aus. Mord am Cauldron Lake. Jawohl. Und jetzt kehrt da doch noch mehr zum Opfer hier, oder nicht? Da, Untersuchung von R. Nightingale. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Gibt es eine zweite Ebene aufgemacht. Irgendwelche Hinweise von der Leiche? Ja, genügend, Freunde der Sonne. Wir haben da natürlich blaue Flecken und Abwehrverletzungen des Opfers. Todesursache. Nein, ich darf mal auf das Loch in seiner Brust tippen. Der Brustkorb wurde aufgerissen, etwas steckt drin. Dann haben wir Unleserliches auf dem Herz. Das geht da nicht, aber das sind weitere Hinweise. Ritualschrift. Aha. Selbiges an seiner Schulter. Ich glaube jetzt nicht, dass das verschmierter Text unter der Haut. Wie geht denn dies? Text verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. Aufgequollene Gelenke weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. Todesursache. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Ursache der Aufblähung unbekannt. Seltsame Tattoos auf Haut und Herz. Jemand hat ein Blatt in die Brusthöhle gelegt. Es ist... Also normalerweise mache ich ja gern Witzchen und Blödeleien in solchen Streams, aber das ist so gut gemacht, gerade schon wieder, das macht es mir nicht leicht. So, kannst jetzt du da mal rein in die Läden. Ja, Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe sie hier. Wir filmen. Voll geil.
Jetzt erkenne ich ja den Schauspieler übrigens. Jetzt hat man irgendwie besser erkennen können, als draußen vor der Tür. Nein, nein, Moment! Sheriff? Was zum Teufel? Zeige mir den Klicker. Verdammt! Casey! Weil wir vorher gerade bei Klicker waren. In der Geschichte vom Alan Wake, so schaut's aus. Hat sie nicht gesehen. Konnte nicht ins helle Licht sehen. Verstanden. Lass mich raten, wir haben jetzt wieder so einen Verfolgungsarschloch am Sack und müssen wir uns im Licht verstecken. Shit, halt doch dein Maul jetzt! Dafür wirst du bezahlen. Scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Laut der Seite muss man ins Licht. Ich hab's schon verstanden. Versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Alter. Raus aus meinem Haus. Ich sehe ja über... Raus aus meinem Haus. Raus aus meinem Haus. Die Frage ist, was... Wenn er mich einmal sägt, hat er mich... Alter, ist das eine geile Idee. Kann er mich nicht sehen. Das ist quasi umgedrehter Stealth, ja. Meine Waffe liegt im Flur. Ich muss sie zurückholen. Alter, wie geil ist denn das gemacht, bitte? Eine Lichtzuflucht stellt einen Teil deiner Gesundheit wieder her. Wenn du eine Lichtzuflucht während eines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Das ist irgendwie wahrscheinlich scheiße übersetzt, aber wahrscheinlich sägt er mich halt dann. Bewegung. Jetzt! Oh Gott. Ziele und drücke. Er ist verschwunden. Double Headshot, Bitch! Alter, wie gut war denn das gemacht, bitte? Also ohne... Holy shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Das war's. Sehen wir uns nächsten Montag. Tschüss dann. Cooler Soundtrack. Okay. I'm hooked. Er hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden, wenn wir etwas dagegen unternehmen wollen. Irgendwie müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Wo fangen wir da jetzt am besten an? Wir wurden von einem Toten angegriffen. Ja, das hab ich auch gespannt. Ich hab ihm so ins Gesicht geschossen, das hat geholfen. Hilft dann eigentlich Taschenlampen draufhalten? Was wir Beim gerade nächsten Mal gesehen haben, ausprobieren. lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Was für eine Rede mit Casey? Suche nach Hinweisen, okay. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er Wer ist der wirkte Sheriff? so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Ist der Kult dafür Das verantwortlich? Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht Opfer so und aus, als Monster würde der irgendwie in Kult der des Geschichte, Baumes bla bla. Rituale durchführen,
Monster zu erschaffen. Was haben wir da? Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Der ist einfach gestorben. Schauen wir da mal, was wir da haben. Wo wir noch hinweisen. Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie. Das Monster aufhalten. Manuskriptseiten. Saga war zurück am Cauldron Lake. Das ist das, was der Alan Wake quasi tipselt und das ist unsere Geschichte. Also es ist schon sehr eindeutig. Saga bekämpft Nightingale mit Licht. Haben wir auch alles sehen. Dann haben wir die Falltafel. Wir haben eine neue Sache. Nightingale griff uns an. Neuer Punkt. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher? Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Es gibt auch keine rationale Erklärung dafür, dass du irgendwie in Zukunft schauen kannst und lauter so ein Scheiß. Du Kasperlkopf. Saga war zurück am Cauldron Lake, aber ebenfalls dort ein Besessener, eine Kreatur der Dunkelheit. Das sind diese Manuskriptseiten wahrscheinlich. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang einen Weg hinein zu finden, würde schwierig sein. Okay, was haben wir da? Radio? Verfolgung in die Dunkelheit? Nehmen wir da jetzt die Soundtracks ein, oder wie? Okay. Ain't nobody got time for that! Gehen wir zum Cauldron Lake zurück. Wir müssen den Übergang finden, Laut so wie ich der das Seite verstanden ist habe. Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Der ist aber ziemlich schnell immer mit allem einverstanden. Wenn wir da noch ein bisschen rumeinander schauen. Leichen alle drin und bingen umeinander, was weiß ich. Von der anderen Seite verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Ich weiß schon, dass da rein und raus geht, aber ich wollte einfach schauen, was das ist. Wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Ich hab ein bisschen blind, Alter. Du hast die aufgemacht, da liegt die Alte am Boden. Was wir können, Ma'am. Mit denen stimmt doch was nicht. Das ist eine Absicht, dass die das nicht kapieren, dass da, du, Entschuldigung, weiß ich nicht, hast du deine Kollegin gesehen, die da am Boden liegt? Ich weiß nicht, checkst das, Officer Doofy. Du, meine, bist doch auch nicht der Heller vom... Die heller Kerzen auf dem Ding. Nimm mal den Kaffee mit jetzt da. Nein, Kaffee war nicht schlecht. Aber das ist doch verrückt. Das hab ich schon gesehen, dass man da aufmachen kann. Nightingales Was haben wir da? Herz fehlte. Was ist Wie das? konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Ausrüstung? Hab ich nicht... Stimmt. Wie kommt man denn... Das ist doch... Wie kommt man... Monster sind nicht echt. Und was soll das heißen? Der Sheriff ist verschwunden. Puff. Ah, bist du ein Mensch? Durch Magie? Magie ist nicht real. Magie ist nicht real. Stimmt's, Mulligan? Nein, Thornton. Monster sind nicht real. Und Magie definitiv auch nicht. Wusste ich's doch. Die haben doch nicht ganz sauber. Mit denen stimmt doch was nicht. Das sagt der hier und dass der Sheriff weg ist, das hat auch was zum Bedeuten. Halskette des Kultes, Schlüssel zur Abkürzung. Der wird es halt nicht sein. Das muss klar, wenn wir einen Schlüssel brauchen. Na gut. Was müssen wir da? Spüre Nightingale am Cauldron Lake auf. Na gut. Kann man irgendwie schnell reisen? Polizeiwache, unentdeckte Karte. Kann man irgendwie... Mein Auto? Kann man irgendwie schnell reisen oder so? Das war eigentlich schon ganz toll, wenn ich da nicht die ganze Zeit durchlaufen muss. Aber gut. So, da sind der Leichenhalle jemals was Gutes passiert war. Schönes Pärchen. Schön. Hat er recht. Eine dümmer und fetter wie der andere. So, grüß Gott. Was? Mein Klient wurde lange genug hier festgehalten. Lassen Sie mich jetzt mit ihm reden oder nicht? Einen Moment, Ma'am. Jemand wird gleich zu Ihnen kommen. Weil die ist 100. Immer. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja, wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Okay. Sofort. Was ist mit dir, Du schaust so richtig aus wie der typische 0815 Kinderschänder. Wenn das FBI vorbeigeht, einfach in bloß als du pfeifst.
Ja, aber das ist unsere beste Spur. Ich sehe mich schnell um. Wir treffen Onkel uns beim Werner, Auto is it wieder. Oh. you? Bis bald. Foodlab bei Franz in die 70er. Der Foodlab bei Franz in die 70er. Ja, er spielt wieder leicht verwirrt. Er weiß ganz genau, was er tut. Er weiß ganz genau, was er tut. Sag ich dir, was es ist. Sag ich dir, was es ist. Du denn da gerade? Er hat Angst vor der Straße. Was ist mit dem? Wir werden beobachten. Onkel Werner, ich werde die... Entschuldigung, Franz. Du denn? Der ist ja total lost, schau dir noch. Der ist ja total... Was ist mit dem? Er ist völlig verwirrt, oder? Oh, lecker, der Straßenstehen. Ampel. Straße, scheiße, oder? Das hat doch hundertprozentig irgendwas zum Sagen. Das ist nicht normal oder irgendein Fehler oder sonst irgendwas. Der ist auf Fentanyl. Soll man seinen Rucksack durchsuchen, oder? Ist wahrscheinlich Fentanyl für 3/4 Milliarde Dollar drin. Da ist dieser. Warum haben da alle nicht ganz sauber? Sie versteckt sich hinterm Stromstempen. Was ist denn mit dir? Musst scheißen. Wenn die versteckst, die zwei da. Was ist denn mit denen? Ich hau mal ab. Wie es der andere schon gesagt hat, ich hasse diese Stadt. Auch wenn es gut ausschaut. Aber ich hasse diese Stadt. Oh, haben das die zwei von vorher, die vorher Werbung gemacht haben, da gehen wir nochmal schnell hin. Hallo? Stell mir jetzt einfach mal dazu und du so als... War nix. Hallo? Hallo? Okay, tschüss. Haben Sie die Stadt erkundet, Anderson? Ich hole nur meine Sachen. Bereit? Ich warte auf Sie. Was für Sachen, Alter? Vorbereiten, haben wir da. Cauldron Lake. Okay. Gut spät. Also bis jetzt bin ich da bin ich jetzt gespannt, wenn es losgeht. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Eventuell hat das was mit dem ersten Teil zu tun. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey. Murder Case Casey. Schmidt, wie lange das mal den weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Haha. Gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt. Boah, es ist heute einfach fast 3/4 bist du behindert. Vor 10 Jahren erhielt ich dann doch den plötzlich Maul. diese Briefe. Oh, das sagt mehr als 1000 Worte. Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein Ich hab mir schon gedacht, deswegen mörderischer fragst du. Kult. Wie Mit sich dem wir schon ein herausstellte, bisschen. Der stammten hat sich die nicht Fragmente aus Alan Wakes Dafür müssen wir aber den Krimis. Like-Button smashen. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Ich glaube, der Nach Alan diesem Wake Fall ist im ersten befasste ich Teil mich nebenbei in mit seine Wakes Geschichten in dieser Welt verschwunden und verschollen. Und Sie dachten, Glaube ich. dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie ihn mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Weidner, was der Weidner schreibt, hat auch recht. Warum verhalten sich alle anderen Charaktere in dem Spiel so komisch? Was da eben bei denen in der Leichenhalle passiert ist, scheint wohl niemanden zum Ausrasten zu bringen. Meine Vermutung ist eben halt, Alan Wake sitzt in dieser... Oh, Return Number 2. Das Herz. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Es ist garantiert der Baum. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Thanks. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Thanks. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen. Oder den es Fall zu ist, lösen. es ist die reale Welt und der Alan Wake sitzt in der anderen Welt und schreibt jetzt da seine Geschichten mit der Schreibmaschine, die er von seiner Frau gekriegt hat und beeinflusst damit die reale Welt. Kann da sein, keine Ahnung, was weiß ich. Hey, hallo! Was ist denn mit denen schon Wie wieder? geht's euch? Diese Absperrschilder sind völlig nutzlos, nicht wahr? Wieso soll jetzt der umdrehen zu uns und sagen, hallo, wie geht's euch?
Ich steige bei der Story trotzdem nicht durch, kenne aber Teil 1 nicht. Ja, ich eben auch nicht. Ich habe euch im Chat ganz oben einen Link zu einem Video verlinkt, wo die Story vom ersten Teil innerhalb 17 Minuten erklärt wird. Und das ist schon teilweise so krass abgedrehter Durcheinander, dass ich mir auch nicht alles merken habe können. Das habe ich heute einmal angeschaut. Hallo. Hallo. Saga Anderson. Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Koskela? Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Weiß ich nicht, der haut mit einem Kochlöffel im Stromposten umeinander. In der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Ja, Mordes das ist hier. der kleine Chinesenbauer aus Indiana Jones 2. Wie geht's voran? Sie wissen von dem Mord? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Ilmo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskela-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung Ja, stimmt, suchen. der Shorty. Ist gleich unten nach Ich Bright hab die ganze Zeit überlegt, springen. Dort gibt es unsere Wird das Coffee einen World. Sprengel haben, der weiß Im immer was. Freizeitpark. Ich glaube, er googelt Wir haben nebenbei eine immer. Sauna. Sag's, was ist. Sauna, ja Wichter. Außerdem gibt es Führungen. Sie Sauna, können ja jagen, Wichster, was? angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Was ist das für eine Maschine? Der Kochlöffel ist, mit dem der Shorty im Stromzähler umeinander haut. Ja, ist mir schon klar, dass die Kräner da zu Extremisten werden und ausrasten. Was ist das denn? Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli, Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Was? Wir retten einen FBI-Agent so! Ja, so schöner Pulli. Bock auf Fegeln. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Watery, meine Heimat, wurde von finnischen Zuwanderern gegründet. Was Sie und Ihren Pulli angeht, dachte ich, Sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland, Pulla, Karjalanpiraka. Fast. Hemmi Hecki. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach Schaut so nicht sehr eine schwedisch Erinnerung aus. an Sie. Liebe Saga, sag ich dir jetzt einfach, wie es ist. Das Federal Bureau of Control. Der Sprengi sagt da gerade was sehr Interessantes. Bureau of Control, war das nicht aus dem Spiel Control? Control ist ein anderes, das habe ich nur ganz kurz gespielt, da weiß ich wirklich nicht, um was das geht. Und dann gibt es noch ein paar so Spiele, wo mir jetzt auch der Name nicht einfällt, verdammte Scheiße nochmal. Und da wird ja schon lange gemunkelt, dass diese Universen Alan Wake, Control und noch eins, irgendjemand von euch weiß sicher, Sprengipedia weiß das ist auch mehr Film und als Spiel. Und dass diese Universen alle miteinander zusammenhängen. Unter anderem bei Control weiß es, Control, Alan Wake und eben noch eins. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Bureau sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Na, Medium war's von nicht. einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Mafia Abteilung war's geleitet. auch nicht. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Aber das ist eine sehr angenehme Stimme, der Die Shorty. richtig groß und haben Zähne, das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Gut. Ich muss weitermachen. Warum hat er eine Rockerlederjacke und arbeitet da und ich hab keine Ahnung. Was ist das? Was haben Sie gefunden, Steve? Was hat er gefunden? Nichts. Nur etwas, das nicht hier sein sollte. Was denn? Ein Waschbär? Waschbären. Echt jetzt? Okay. Gehen wir zum Tatort, Casey. Ab zum Tatort, Casey. Was mir das jetzt wieder gebracht hat, da. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Auf alle Fälle das Ungewöhnlichste, dass der Sheriff plötzlich verschwindet und nicht, dass er da aufsteht und Kleidung bringt. Was wollte das verhindern? Who the fuck? Hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine ist da spontane von mir was unter Wasser? Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so Oh, einem Spiel gespeichert. Hier sind normal nicht gut. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Max Payne gehört dann Aber wohl laut auch der dazu, Seite übrigens. war er beim Cauldron Lake, in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen?
Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Da müsste man suchen, den Hinweis. Da ist auf alle. Oh, da ist das Symbol von den Das Kultisten. Symbol haben wir schon mal gesehen. Kultistensymbol. Gutes Auge. Ja. So, was haben wir da noch so? Das da hinten schaut so verdächtig aus. Die Benzinkanister schauen irgendwie verdächtig aus. Nein, da nicht. Da haben wir vielleicht. Ah, da haben wir noch was. Ja. Oh, der Fettsack hat's Lauf angefangen! Barfuß. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? Wird erledigt. Okay, wir müssen die Fußspuren nachgehen. Ich bin kurz immer ein bisschen kurz verwirrt, dann, wenn auf einmal mittendrin fängt es auf Englisch zum Labern an. So, lass mich raten, der ist in die Hütten einspaziert. Nein, ist er nicht. Da bei die Hütten, da waren wir vorher mal drin, aber der ist da oben gegangen. Wo geht's da hin? Witch's Ladle und Witch's Hut. In die Hexenhütte also. Ja toll, da habe ich richtig Bock. Vor allem, weil jetzt die scheiß Taschenlampen scheiße angeht. Englisch war schon auch geil, das ist richtig, aber die deutsche Synchro ist echt auszuhalten, das ist echt in Ordnung. Oh Gott, was ist denn jetzt? Wir können nie... Ah, oh Gott, wenn ich knarre schon, lad mich nach, einer. Phase 1 noch. Wir können nie überhaupt auf mein Inventar zugreifen. Na, oh mein Gott, Alter. Jetzt irgendwie Licht, kann ich denn einfach... Was ist mit meiner Taschenlampe? Gut, das ist auch als Licht. Da haben wir was. Was ist da? Mal auf Karten schauen. Wo sind wir? Wir sind da. Witch's Hut und da hinten ist so ein Zeltplatz. Hexenschild, da ist irgendwas rot. Ich weiß nicht, was bedeutet rot? Was ist rot? Was haben wir da? Radio, brauchen wir nicht. Ich mag jetzt nicht Radio hören. Relevanter Ort, Gespräch, neue Optionen. Das ist der Tatort. Jetzt gehen wir einfach mal da in die Witch's Hut rein. Gehen wir ins Hexenhäusl. Ab ins Hexenhäusl, Kinder. Mit der gleichen Taste, wo du deine aktuellen Ziele siehst. Tab. Na, oh nein, Steuerung. Tatsächlich. Da hab ich ganz ehrlich, immer wenn ich nach die Ziele schaue und drücke auf Steuerung, schaue ich nur nach links um. Da habe ich rechts gar nicht registriert. Handwaffenmunition und Batteriepack. Batterien für die Taschenlampen. Ach komm, leck mich. Na, nicht Batterien für die Taschenlampen. Komm, dann machen wir es gleich aus. Ab. Schieße ich mir einfach so in die Fresse ohne Licht. Das geht auch. Was haben wir da? The Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Wieso glaube ich das irgendwie? Okay. Blutiges Fessel. Irgendwelche Totenschell-Sachen. Ist auch geil gemacht mit den Fensterläden dort. Das schaut verdächtig aus. Irgendwie rechts unten, glaube ich, ist die Batterieanzeige für die Taschenlampe. Irgendwie bewegt sich das aber auch nicht ins Minus so ein bisschen. Da haben wir ein Schnürlambon. Aber und ein Paddel. Schon paddel ich die eins. Sonst scheint es hier nicht allzu viel zu geben, glaube ich. Ja? Wo geht's da lang? Witch's Hut. Umdrehen ist der Zeltplatz. Da gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Was sieht mir aus? Das haben wir was gefunden. Oh. Freitag. Mitch hat mir heute erzählt, dass ihre Familie wegzieht. Das ist echt ätzend. Ich habe ihr noch nicht einmal gesagt, dass ich sie wirklich mag. Was bringt das jetzt noch? Ich sagte, ihre Eltern würden einen besseren Job suchen und sie auf einer besseren Schule in einer großen Stadt schicken. Ich schätze mal, das ist vernünftig. Wer will schon in diesem Kaff versauern? So I told her, she said thanks. Fucking kill me. Oh. Alter, Wingerl, bist du in den Mund liegen lassen, Manni? Hey, Casey. Was ist der Lieblingswein des Waldes? Bitte, Anderson. Ach, wir haben Funkgeräte, okay. Schluss mit den Wortwitz. Der Zweigeld. Kapier ich nicht. Klar tun sie Der das. blinde Hami, da war gerade ein Hinweis am Baum. Ich gehe halt nicht an jeden Scheißdreck nach. Weiß nicht, was möchtest du von mir? Ich bin ja noch gar nicht gegangen. Das Noch eine laberst du. Lunchbox? Außerdem war er nicht am Baum, sondern daneben, Ja, du lässt die blinde hier Uhu. rumliegen. Aber Hauptsache man am Backseaten, das ist immer wichtig. Das Wichtigste von allen Sachen ist so rum-Backseaten. Ihr Profis. Kann man da zwei mehr einladen? Ich weiß, dass die Dinge hier ein wenig wild werden können, aber wenn du jemals Angst hast, denk einfach daran, dass Alan über uns wacht. Ja, das sind irgendwelche Ostereier von den komischen Narischen. So, damit die Arme seine Ruhe hat. Haben wir auch noch nicht angeschaut. Okay.
Ihr habt gesagt, da ist ein Baum, wenn man auch, da, dieser Hinweis. Weiß ich nicht, wenn du aufpasst, hast du jetzt gewusst, dass ich vorher an dem Ding schon dran war. Jetzt kannst du jetzt so hier dran oder so hier dran. Nein, ich hab so eins nicht gespielt, hier ist jemand. So. Und jetzt halt einfach geradeaus und da kommen wir nicht oben. Oh ja, doch, kommen wir vorbei. Schauen wir mal. Die Spuren führen ins Wasser. Und seine Wo ist Sorgbandsspuren er hinten neu. Kommen wir mit reingehen? Ja. Boah, leck, du beschissenes Arschloch! Mein Kruzifix, ich hab die Schnauze jetzt schon wieder voll! Ganz nah. Gehen wir mal in den Gedankenraum. Mir nichts passiert. Gehen wir mal profilen. Nightingale. Da haben wir was gefunden, habe ich gehört. So, der Übergang. Vielleicht finden wir raus, was der Übergang ist. Ich sag, der fette Baum, wo seine Fußspuren von, bevor wir in die Stadt gefahren sind, hingedüdelt sind. Ich weiß, Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort. Das ist zu viel für sie. Ich weiß, dass da etwas passieren kann. Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt? Hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Ladle? So genau. Witch's Ladle? Was heißt denn Witch's Ladle, Alter? Haben wir an der Falltafel irgendwelche Beutel? Ja. Nightingale ging durch den Baum hindurch an einen anderen Ort. Das gehört ja dann wohl da hin. Wo ist Nightingale hin? Was haben wir da? Fußspuren in den Wald führen, das gehört dann wohl auch hier hin. Jetzt werden wir den Baum nochmal finden müssen, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Um ganz ehrlich zu sein. Haben wir da beide einige? Um ehrlich zu sein, gefällt mir das gar nicht. Boah, leck, Alter, halt bloß dein Maul, ich raste aus. Wie ich mir immer aus irgendwelchen Gründen einbaut, dass so Third-Person-Spiele, Achtung, 5 Noob-Sekunden, was sind Third-Person-Spiele? Das ist die sogenannte Kamera über die Schulter-Ansicht. Ja, das ist die Witch's Ladle, ja. Und da hinten ist der Baum. Okay, haben wir es schon. Was ist das? Scheint aufs Licht zu reagieren. Der Baum oder Arschloch! Was haben wir da? Das sind nicht dieselben Spuren wie vorhin. Sie führen in den Baum hinein und nicht aus ihm heraus. Du kannst die Taschenlampenverstärkung einschalten, um deinen Schaden an der Dunkelheit zu erhöhen und dich durch dunkle Substanz zu brennen. Und meine Taschenlampe brannte das dunkle Zeug weg. Darunter war eine weitere Seite. Und das verbraucht Batterie. Nice to know. Was heißt Q? Dann wahrscheinlich wieder eine neue Batterie einstecken. Eine neue Seite! Die Sicherung war an ihrem Platz. Saga betrat die Witch's Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge. Als ob das Licht sie manifestiert hätte. Die Witch's Hut. Okay. Ich vertraue darauf, dass mich die Seiten zum Übergang führen. Manuskriptseiten haben wir. Gut, die brauchen wir nicht nochmal vorlesen. Die liest ja eher stichpunktartig sowieso vor. In der Witch's Hut waren wir gerade. Da kannst du jetzt einmal Gift, das haben wir fake nur Horrorspiele gespielt die letzten 4 Wochen. Da kannst du einmal Gift draufnehmen, dass da jetzt beim Zurückgehen irgendwas passiert. I fucking guaranteed. Wo war die Witch's Hut? Da glaube ich Oh, da haben wir was gefunden. Da waren wir noch nicht. Was ist das? Was ist das? Oh, easy. Oh, was ist das? Heilpapier wahrscheinlich. Was ist das? Traumakissen. Haftbandage stellt eine beträchtliche Menge an Gesundheit wieder her. Okay. Ach, rechts unten ist meine Gesundheit. Wieso haben wir so wenig Gesundheit? Ja, nimm's. Ausrüsten, bewegen, ausrüsten. Heil. Oh. Das glaube ich ist gekommen. Bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass da herin übrigens was passieren kann. Hoppala, Entschuldigung. Wo wollten wir hin? Profiling wollten wir hin? Nein, wollten wir nicht. Wir wollten dann die Falltafel. Dann haben wir wieder den Baum.
Können wir anheften. Wo ist er hin verschwunden? Jetzt müsste er eigentlich Ist ein Haupt... Witch's Ladle der Zugang zum Übergang? Ja, da drin war ein helles Ja. Licht. Werde ich Ja. Nightingale dort finden. Und die Sicherung war an ihrem Platz. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich muss die Witch's Hut finden. Licht ist der Schlüssel. Ja, Licht ist in Alan Wake Spielen schon immer das. Jetzt muss ich mal schon schauen, wo wir überhaupt sind, weil ich mich keinen Stecker mehr auskennen. Nach links müssen wir. Da müssen wir irgendwie lang und da muss dann auch irgendwo rausgehen. Da haben die Fußspuren. Und dann zurück zum Hexenhäuser. Da ist jetzt schon was obergerollt, oder? Ich bin nicht behindert. Das ist die Witch's Hut. Ja, ja. Komm, halt dein Maul! Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Ja, ja! Vermutlich nur ein Reh, Na? aber ich seh's mir an. Wir haben noch keinen einzigen Vogel oder Ich habe Reh noch gehört. eine Seite. Ich folge einer Spur. Ich halte sie auf dem Laufenden. Verstanden. Oh, da war's, die Sicherung. Im Sicherungskasten fehlt eine Sicherung. Ich muss sie finden, um das Licht einzuschalten. Okay. Muss man Sicherung finden. Mal da jetzt durchgehen, wo der da hinten verschwunden ist, oder was? Du Wichsgriffe Finger! Schießt da in der hässliche Fresse, wenn's keine König gibst. Ah, es ist schon gut gemacht. Da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du sagen, was du willst, mein Freund. Auf der Seite war die Hütte beleuchtet. Und es wurde eine Sicherung erwähnt. Ja, aber wo kann die Sicherung sein? Vorher haben wir auch kein Objekt nicht gesehen, wo man was verdächtig nach Einpacken ausschaut. Moment, vielleicht müssen wir nochmal schnell lesen. Profiling, nein, nicht Profiling. Wir gehen mal die Falltafel. Ich glaube, die Seite will mir sagen, wo ich die Sicherung finde. Sie muss irgendwo in der Nähe der Witch's Hut sein. Nochmal. Sie hatte sie zwischen dem Gerümpel im Wald gefunden. Also dann ist ja das draußen noch nicht drin. Ein helles Licht, das ist immer der erste Schritt, oder? Dann werde ich die da herin nicht finden. Wo ist denn draußen Gerümpel? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Da wo wir vorher auch schon waren. War nicht ich. Da ist was drin. Das hat vorher aber noch nicht blinkt. Da hat keiner hergeschaftelt. Diese Sicherung ist kaputt. Toll! Diese Sicherung ist kaputt! Da drin eventuell doch. Ja. Die sieht gut aus. Aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Ja, der war wieder in der Schachtel drin. So, Beleuchtung reparieren. Glaube ich, schwerste Verdächtigungen, wenn es kleinen Stress gibt. Okay. Untersuche die Witch's Hut. Muss ich noch irgendwas betätigen? Warte mal. Na. Okay, chill. Chill. Haben wir schon. Oh ja, Licht ist gut für uns. Im Schutzraum kannst du deinen Fortschritt speichern. Das erste Mal in so einem Spiel! Licht ist finally gut für uns! F, schnell speichern. G, manuell speichern. Speicherplatz 1. Gerade gespeichert. 1 Stunde 40 haben wir. Okay. Noch eine Seite. Noch eine Seite. Ich mache Und dann Fortschritte. Cyberfox, Schuss, Backseat, Fachwissen, Alan Wake und Control. Control ist ein anderes Spiel. Spielen im selben Universum, was sich Remedy Connected Universe nennt. Max Payne und andere Games sind noch nicht bestätigt. Allerdings ist der englische Synchronsprecher von Casey und Max Payne der gleiche. Ich habe vorher auch schon irgendwo gelesen, der Schauspieler, der einen Casey spielt, im Spiel, ist der Chefentwickler oder Entwickler, wer auch immer der Chef oder keine Ahnung. Und der hat damals schon Modell gestanden für einen Max Payne. Ich hoffe, ihr erzählt keinen Scheiß. Falls ja, berichtigt mich im Chat, dann lest es gefälligst da. Das ist nicht meine Aufgabe. Pussy Sussi. So, neue Seite. Witch's Hut. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild.
Das ist für eine richtig geile Idee. Mit diesem, der eine schreibt die Geschichte und du spielst die Geschichte so. Irgendwie. Obwohl es auch nichts anderes ist wie normal, weil irgendjemand schreibt die Geschichte ja immer. Aber dass es so zusammenhängt irgendwie. Es ist schon geil gemacht. Da kannst du sagen, was du willst. Witch's Hut am Cauldron Day. Das müsste der neue Die Punkt werden. Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Was ist das Ritual? Jetzt haben wir Witch's. Haben wir wieder was? Witch's Ladle. Überragt Saga. Beobachtet sie und die Hexe. Nightingales Herz. Ein kalter, toter Klumpen in ihrer Hand. Das ist das Schädel, wo das Loch drin ist. Da werden wir jetzt das Herz durchstecken müssen. Sie knifft zum Lesen die Augen zusammen, die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Das heißt also durchdrucken. Das müsste das der erste Schritt sein. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Ach, das müssen wir erst finden. Ja, natürlich müssen wir das erst finden. Das macht tatsächlich Sinn. Und das gehört aber auch zum Ritual. Das ist die andere Phase. Also erst müssen wir das Herz finden. Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die darauf stehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Ladle lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben. Was zur Hölle ist das für eine abgedrehte Scheiße? Wort auf dem Herzen, deswegen haben wir es nicht entziffern können, da ist ja was drauf tätowiert. Ab zum Profiling, Mr. Nightingale, tell me where the heart is! Ich brauche Nightingales Herz für den Übergang. Opa geil, merci für den Zwickel. Übrigens, als Cyberfox, merci dir. Schluss jetzt. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Das Herz! Wo ist es? Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ja, aber wieso? Okay. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Wo war das Warenhaus gleich wieder? Oh, Schublade. Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben geirrt, Anderson. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon ein toxischer weißer Charakter, was auch sonst. Alan Woke 3. So, gespeichert. Wir müssen jetzt, führe das Ritual aus, bla bla bla, suche im Warenhaus nach dem Herz. Wo war das scheiß Warenhaus gleich wieder? Where the fuck is the warehouse? Witch's Ladle, Übergang, bla bla bla, das ist also, da ist Warenhaus. Relevanter Ort. Das heißt einfach geradeaus, rechts, links. Okay. Was haben wir da? Schutzraum. Ja, ich verstehe schon. Da. Geradeaus halt. Immer. Was haben wir da? Haben wir schon gesehen. Immer. Bin ich halt gespannt. Ton sagt nichts Gutes. Witch's Hut. Muss ich noch mal schauen, ob das der richtige Weg ist. Ja, geradeaus und vorne dann links. Los. Hopp, hopp, hopp. Nein, nicht schäbern, nicht. Da waren wir auch schon und das ist das Warehouse. Drin schäbert doch was umeinander. Da drin liegt jetzt das Herz vom Kühlschrank. Was? War ja der Eimer da schon umgestanden? Ich glaube nicht. Da, kühl. Wolle, du Wolle! Leck mir am Arsch, Alter, Kruzifix! Leck, wenn's halt überhaupt... Ach, komm, ey. Wo ist der Kühlschrank? Die Tür war doch vorher auch nicht oft, da wollten wir... leck. Alter, jetzt! Alter, ich schwör's dir, was? Schalte die Taschenlampenverstärkung ein, um dich durch die Dunkelheit zu brennen. Die Feinde... Ach, komm, Alter, Kruzifix! Wow! Ein Kultist. Ein Monster. Wie Nightingale. Himmelvater! Hab ich nicht mehr viele Batruschka bläht?
Kann man die Ach, die verschwinden, okay. Oh, da ist eine neue Seite. Da ist... Oh, jetzt ist aber hinten Polen offen, ey. Was haben wir da? Ja, was zum Heilen brauchen wir nicht, wir haben einen Programmer. Egal, da ist eine Seiten. Oh, da haben wir auch was. Etwas Loot. Öffne. Oh, eine Tasche. Grew bigger. Haben wir ein Achievement gekriegt. Ich weiß nicht, Handys. Was ist da? Oh! Erkundige dich bei Fortuna an der Kasse. Fünf. Das werden wir aber noch sauber schnell. Alter, das schreckt's mich nicht so. Ah, gut Spee. Ui. So. Ah ja, da schon, ja. Was haben wir da? Don't forget Update Code. Lotto Washington. 0513 17 23. Ja, das hilft mir nicht weiter. 705, 713, 717, 723. Warte mal. Ja, warte mal. Plus 8. Plus 4. Plus 6. Sagt da irgendjemand ein Ding raus? Ein Muster raus? Auf alle Fälle geht's mit Sim. Nicht vergessen, Update Code. Irgendwas über Sim 23 halt. Ja, ne, oder einer von denen 4. Probieren wir es einfach einmal aus. Tippt da mal jemand ein. 705, 713, 717, 723. Los. Ich gehe dabei zurück. Oh, da haben wir noch was. Freude an Agnieszka, Handlesen und Blick in die Kristallkugel. Traumdeutung 202 555 0137. So, nochmal. 705, 713, 717, 723. Vielleicht kann ich es mir auch merken. Nein, kann ich nicht. Wer schäbert da schon wieder? Vorher ist auch was geschäbert und auf einmal ist das Arschloch rausgesprungen. Leg mich bloß am Arsch. $700. Das ist eh schon fast. Eingehen. Irgendjemand schreibt 739 Shotgun. Wie kommst du jetzt da drauf? Tatsächlich. Der erste, der es geschrieben hat, war der Blaublüter. Bussi aufs Nussi, merci dir. Shotgun! Die gute alte Shotgun! Brüder, da kenne ich nix. Jawohl! Aber ich möchte jetzt noch herausfinden, wenn ich schon den Community-Cheat benutze, wie das zusammenhängt. Du kannst Waffen aus dem Inventar in der Schnellauswahl zuweisen. Du kannst auch Heilmittel und Wurfobjekte in die Schnellauswahl aufnehmen. Control, das wollte ich jetzt später... Was ist denn eigentlich das da? Logans Talisman erhöht die maximale Gesundheit. Okay. So, Klick. Schnellauswahl. Bis dahin ist natürlich immer 1. Was? Achso. Mit Umbeziehung. Schnellauswahl. Schrotflinten ist natürlich immer 2. Und dann machen wir das Heilen. Schnellauswahl machen wir auf 4. So, vielleicht kriegen wir noch irgendeine andere Waffen, kriegen wir mit Sicherheit noch. Gott sei Dank, Mann, gibt's ne Pumpgun. So, na, das werde ich so nicht auf mir sitzen lassen. Cheaten zählt nicht. Jetzt möchte ich wissen, wie du auf 39 kommst. Toll. Kann ich nicht mehr nachschauen. Sim 2, den Rest musst du raten. Nein. 705, da haben wir ein paar Mal die Ziffern, jetzt pass auf. 705, 713, 0, 1, 1, 2. Wie kommst du jetzt da drauf? Das verstehe ich nicht. Wo ist das System dahinter? Wo ist das System, dass da jetzt 39 kommt? Macht keinen Sinn. Überhaupt nicht. 35, 8, 13,7 ist aber heute nicht, ne? Ich sehe kein System dahinter. Das hält mich bloß auf, leckt mir am Arsch! Na, ich mag keine Schrotflinten nehmen, ich mag Pistolen nehmen. Pistolen ist okay. Schrotflinten nehme ich erst für dickere Gegner. So schaut's aus. Der Code steht auf der Rückseite der Spieleverpackung. Du Trottel. Es war so ein Schein dabei. Erraten Sie, dass dieser Pirat wurde 1939 in, keine Ahnung, Tschernobyl gefasst. Das haben wir vorher schon gelesen. Da liegt da noch was am Boden, oder nicht? Nein. War nichts gesehen. Haben wir jetzt nichts gesehen. Ich sollte hier weitersuchen. Ich sollte hier weitersuchen. Warum soll jetzt denn das da? Was auf alle Fälle schon mal gut ist, dass da Licht ist. Das hilft uns auf alle Fälle weiter.
Ich sollte hier weitersuchen. Suche im Warenhaus nach der... Ach, ich Vollidiot. Wir müssen das Herz aus dem Kühlschrank nur mitnehmen. Erstmal nehmen wir das noch mit. Eine weitere Seite. Manuskriptseiten. Saga bewegte sich langsam in Richtung der kaputten Tür. Sie war schussbereit, die Taschenlampe nach vorne gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen, dem Verfall überlassen. Saga dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen, warten, sie planten einen grausamen Ritualmord. Saga trat näher an die Tür heran. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga starrt von Angesicht zu Angesicht mit einem Kultisten, eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Das ist das, was gerade passiert ist. Es ist eine richtig geile Idee. Ich kann nicht mehr sagen dazu. Das ist, ja, ich kann verstehen. Was ist jetzt da? Ach, da muss ich mich durch die Dunkelheit brennen. Und dann... Okay, muss ich mich zweimal durchbrennen. Was haben wir da drin? Ja, was ist das? Das ist ganz was Neues. Schmerzmittel! Schmerzmittel stellen eine kleine Menge an Gesundheit schnell wieder her und füllt mit der Zeit weitere Gesundheit auf. Okay, das ist quasi hot. Heal over time, ihr Noobs! Herzteil nehmen wir mit. Was haben wir da sonst noch? Haben wir da sonst noch was zum Entdecken? Nein, haben wir nicht. Sammel das Herz. Der Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar. Aber und lesbar. Aber wieso? Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Das verstehe wer will. Ab zur Falltafel. Manuskriptseiten. Falltafel. Was haben wir da? Worte auf dem Herzen sind jetzt leserlich. Wort auf dem Herzen. Karton geheftet, jawohl. Klingt literarisch. Aber was heißt das? Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Ich mag ihn eigentlich gar nicht wissen. Das Herz befindet sich irgendwo im Warenhaus. Ja gut, das haben wir schon gelöst. Das brauche ich nicht mehr ohne kleben. Sag ich dir, was ist. Der Blaublüter schreibt auf dem Notiz... ach, das ist die Lösung für den dreistelligen Code. Auf dem Notizblock sehen Sie 705, 713, 717 und 723, die alle auf der Seite durchgestrichen sind und darunter eine Notiz mit der Aufschrift: Vergessen Sie nicht, Code aktualisieren, wenn Sie sich... Dann hat er aufgehört zum Schreiben. Na gut. Dann halt nicht, Herr Blaublüter! So, nein, da wollte ich nicht hin. Oh, Waffenverbesserung können wir machen. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Spätestens jetzt hätte er jeder und die jetzt muss ich das Schrotflinte Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, macht sehr viel Sinn. Ich werde auf alle Fälle nur eine Zeit da bleiben. Das hört sich richtig gut an. Das ist eine richtig gute Geschichte. Da. Also ist tatsächlich, aber in ihrem Fall eher nicht. So. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Ja. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Müssen wir wieder da oben, das Hexenschädel. Okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter. Und aufregender. Ja, sie ist eine kleine Abenteuernudel, das habe ich schon gesehen. Da geht's zur Witch's Hut. Los geht's. Es blinkt da die ganze Zeit schon wieder so ein Manuskriptseiten. Da sieht man auch direkt an den Stromkasten ab, da waren wir auch schon. Den wir mal speichern. Wenn wir schon im Schutzraum sind. Schnell speichern. Wunderbar. Wunderbar! Dann düdelt man uns da oben. Hoppala. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Es sind immer plus 8 nach 223 kommt 731. Stimmt aber nicht, es kommt 739. Also wird dann 2 mit plus... Warum? Bloß der Maul, Alter. Im Spiel, Entschuldigung. Herr Pepe Hut, du kannst einigermaßen recht haben. I have a very bad feeling about this. Okay. Ich glaube, das waren alle. Okay. Okay.
Ja, mache ich denen überhaupt Schaden, wenn ich ihnen die Dunkelheit nicht runterbrenne? Kann ich die so auch schießen? Brauche ich dann weniger Kugeln? Oder wie läuft die Scheiße? Holy shit, Alter. So, meiner Meinung nach müssen wir da jetzt das Herz halt durchstecken. Und dann bin ich extrem gespannt, was passiert. Aber, was ist das Lustige ist, immer wenn es am schönsten ist, werden wir das am Montag rausfinden. Fürchte ich. Da ist das Zeichen mit der Hexe. Ich möchte es selber wissen! Da tue ich mit dem Herz. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Das ist das Cover vom Spiel. Betritt den Übergang durch den Witch's Ladle. Jetzt bin ich gespannt, was da jetzt für eine abgedrehte Scheiße wieder rauskommt. Schluss mit Jumpscares. Nein! Nein! Casey, ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Besiege Nightingale ist unsere Aufgabe. Casey, do you read me? Ja. Scheiße. Shit! Okay, Saga im Alleingang. Super. Was sagt Map? Map sagt gar nichts. Logan? Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Ja, wer weiß, die komische... Alles genau schauen. Okay. Aber doch nicht. Mal doch herkommen. Ich bin doch aber rausgegangen, nach rechts gelaufen, bin ich behindert. Okay, Spiel gespeichert. Bitte, hilf! Was das wird immer verrückter. Was war denn das wieder? Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Da ist was. Nein, alles okay. Ich muss weiter. Sich alles. Wie in einem Albtraum. Das Seiten. Oh, der Sound macht mich schon wieder ganz närrisch. Ja, les, was wir zum Tor haben, Alter. Ich flippe aus. Der Schriftsteller ging in den See. Verbannte das Dunkel. Besessene Leute. Nightingale finden. Halt die Schnauze, wenn ich lese. Besessene lauerten immer noch in den Wäldern. Der dunkle Ort wich zurück. Die Strömung zog diejenigen zurück, die die Dunkelheit in sich trugen. In die See. Nightingale war dort, einer von ihnen. Das Dunkel. Jagger hatte ihn geholt. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Sie versanken in den Wellen, der dunkle Ort. Sie wanderten in den Schatten. Murmeln zu sich selbst. Es ist dunkel, ich bin verloren. Wo bin ich hier? Wer bin ich? Ich kann mich nicht erinnern, es ist kalt. Premiumhütten zu vermieten in Bright Falls. Wer hat das gesagt? Können Sie mich hören? Ich brauche Hilfe, bitte hören Sie auf damit. Was habe ich getan? Sie müssen es ausgraben. Ihre Formen haben sich verändert. Echos der Träume des Schriftstellers. Kommen, gehen. Die nächste Geschichte und die Geschichten danach. Der Schriftsteller schrieb wieder. Okay, sagt mal absolut fucking nothing. Ich kriege ein kleines Vögelchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer ein ganz miserables Feeling, wenn da, ich weiß nicht, ob das im Stream dann so umkommt, aber
auf Twitch. Ne, vor allem, sagen wir mal Frau, mal geschissen auf Twitch. Space. Was ist jetzt halt einmal? Aufpassen, Birkberg, hast die letzte Batterie zur Verfügung. Also ich glaube. Was ist das jetzt wieder für eine Scheiße da? Warum blinken der Baum rot? Oh, da ist was. Okay, dann mal aufspringen. Ja, Vogel. Ich bin gerade nicht in Vogelstimmung. Ich war in Fegelstimmung. Ja, egal. Es ist schon gescheit. Ah! Wichser, Fetzer, Kurensohn! Ich schieß da ein drittes Loch. Egal. Aber es ist schon geil. Der Schriftsteller schrieb wieder. Der Schriftsteller schrieb wieder. Er ist hier. Nightingale. Kann ich mit Rechtsklick Oling... Oh, da ist das Symbol an der Wand. Okay. Es gibt doch Tiere. Alles wird gut, schön aufgepasst. Ja, ist richtig. Ich hab trotzdem noch keins gehört. So. Ein normales. Was? Gefangen. Flucht. Gefangen. Wangenflucht? Who is that? Wer ist It's das? like they're coming in over a bad signal. Vielleicht ist der Alan Wake, keine Ahnung. Mich würde auch einmal interessieren, ob er die ganze... War das jetzt gerade ein Stadt? Ein bisschen Blair Witch Feelings. Was ist das da? Okay. Oh, da haben wir was. Nightingales Marke. Okay, das ist ein Nightingale Zeig oder was? Was haben wir da? Oh, ja, nie vergessen, wir haben eine Schrotflinte. Nicht vergessen! Wir haben eine Schrotflinte, Kinder! Eine Schrotflinte! Laden wir die nach, wir gucken gehen noch ein, 2. F. Press F to steig ab. Los geht's. Du behinderter Solltet ihr Lichtschalter suchen, zeigen Sie mir den Klicker. Das meint er mit Klicker. Das meint er mit Klicker. Der meint ein Lichtschalter. Was sollen die Einblendungen von der Stadt da dabei? Lass mich in Ruhe jetzt! Nein, geh nicht ins Licht! Oder U-Bahn, oder was ist denn jetzt? Check gar nichts mehr! Los! What the fuck is happening? Hier gespeichert. Das ist ja schon mal Epsi. Ja, das ist immer ganz. Nightingale. Na, nicht jagen. Nicht. Wow! Okay, gehen wir. Okay, ich glaube, wir machen uns mehr auf den Weg und laufen mal. Jetzt! Okay, ich glaube nicht, dass wir den umbringen können. Das ist nur Munitionsverschwendung. Wir gehen, ne? Okay. Wow! Wir laufen einfach. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber...
Batterie haben wir auch nicht mehr einen Teufel. Da ist was, da ist was. Wartete auf sie. Bin mir nicht sicher, was wir mit denen. Kommen wir gegen den Kämpfer oder was ist das für eine Garde? Jetzt schießen wir nochmal mit der Schrotflinte drauf, wenn das nächste Mal kommt. Einfach immer Bewegung, 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 Bewegung. Konzentration, Bürger, den kriegen wir schon. Fetter Hurensohn, wo? Unter sich ertränkt. Sag die nicht. Wow! Nein, Prozent! Stress! Ich muss in das rote Licht schießen. Irgendwie habe ich es mir gedacht, aber ich bin automatisch. Hallo, ich bin Pro-Game, ist es immer ins Gesicht. Verstehe die Frage nicht. Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Das ist der Ich bin Alan, Saga oder? Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja. Ich bin am Cauldron Lake. Er hat aber noch gern looten, da Wo war noch ein sind Kastel, Sie? ich hab's gesehen. Wir sollen entkommen. Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Hey! Sind Sie okay? Nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13. Ganz großes Kino, Freunde der Sonne. Ganz verschissen großes Kino. Ich glaube, da haben wir ein unfassbar gutes Spiel vor uns. Holy shit. Mr. Mike Riese, genau wie du das sagst. Perfekt geiler Cliffhanger in der Hoffnung, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, da haben wir ein richtig gutes Spiel vor uns. Das, wenn das Level halten kann, so wie die ersten 2 Kapitel jetzt waren, dann heilige Scheiße, Mann. Wow! Es sind natürlich auch nicht mehr... Da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Wow! Anderson. Stopp! Nicht spoilern. Nur ein ganz Kapitel, der Grei jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Heute waren wir fleißig. Ich habe jetzt schon gezeichnet. Also jetzt mal bis Mittag natürlich gerödelt. Dann haben wir gezeichnet, dann habe ich einen Podcast hergekriegt, der kommt übrigens am Sonntag um 1. Wer sich den nicht anschaut, der ist raus! Ja, dann haben wir haufenweise Zeit gezeichnet, das zeige ich euch an. Was der wir nächste Woche? Montag spielen wir Don't Scream. Eigentlich würde ich gerne das da weiterspielen, sage ich dir, wie es ist, aber ich glaube, Don't Scream ist auch ganz witzig. Das ist so der Abschluss unseres Horror-Oktobers. Und am Mittwoch werden wir zeichnen. Das machen wir jetzt, ja, einmal fangen wir an. Ich werde übrigens dieses Jahr auch ein Video daraus machen. Nenn mich naiv, aber wäre es nicht eine Idee von einem zweiten externen Helfer, den YouTube-Stream direkt auf Twitch zu streamen? Na, was soll man das helfen? Das ist ganz heißer Kandidat für Spiel des Jahres.
wir haben es noch nicht durchgespielt. Das ist jetzt die ganz, ganz, ganz große Frage. Kann es das Level, was wir jetzt gerade erlebt haben, halten? Und es ist schon auch so ein bisschen so dazwischen haben schon Passagen, die sich ein bisschen ziehen. Ja, so ist es nicht. Wenn man wieder umeinander laufen muss und dann musst du wieder Kehrtwende und wieder da laufen, dann wird viel gelabert, natürlich, aber das trägt alles zu Dings bei. Das trägt alles zur Geschichte bei. Der Notizblock vom Lottoschein war die Lösung. 705, 713, 717, 723 und auf dem Lottoschein steht 05, 13, 17, 23, 39, 45. Also, da hätte ich lang gebraucht, das hätte ich nicht gespannt, sag ich dir, was ist. Google, wie kriege ich die Schrotflinten in Alan Wake 2? Ah ja, danke für den Code. Wann spielst du das dann weiter? Das ist jetzt ein bisschen dumm, weil es dauert mindestens am Montag in einer Woche. Am Montag in einer Woche spielen wir das erste Mal wieder. Ihr wollt ja am Montag lieber Don't Scream. Was ich auch irgendwo verstehen kann. Das ist der Abschluss, hoffentlich der krönende Abschluss für den Horror Oktober. Da geht es nochmal richtig Drecker zur Sache, fürchte ich. Und nächsten Mittwoch zeichnet man und am Montag drauf fahren wir, wie soll ich sagen, machen wir hier Alan Wake weiter. Nächsten Freitag halt. Nächsten Freitag bin ich mir nicht 100%. Nächsten Freitag kann ich nicht. Nächsten Freitag kann ich nicht. Wegen neuen potenziellen Zuschauern, wie du selber gemeint hast. Das hilft mir nichts, wenn ich da nicht selber drauf stream. Ganz ehrlich, wir haben auch schon einmal darüber gesprochen, die Woche, letzte Woche, weiß ich nicht mehr. Dem YouTube-Kanal, seitdem ich jetzt seit einen Monat lang schalte ich jetzt meine Streams wieder live. Was heißt wieder live? Das ist das erste Mal live, also auf online verfügbar, die ja dann in der Abo-Box landen, etc. etc. Dem Kanal geht's besser denn je. Besser als jemals zuvor. Aufrufe technisch jetzt nicht so unfassbar krass, weil die Streams natürlich keine 30, 40, 50.000 Aufrufe haben, wie das früher mal meine Videos gehabt haben oder gar 100.000 aufwärts. Aber wir kratzen wieder an die 200 bis 250.000 Aufrufe im Monat hin und vor allem die Wiedergabezeit hat sich fast verfünffacht. Verfünffacht. Oder vervierfacht, besser gesagt. Da haben wir bei 80.000 Stunden Wiedergabezeit. Das waren früher 25. 30. Sowas. Und Wiedergabezeit ist YouTube immer lieber als alles andere. Dem Kanal geht's besser denn je. Ich sag das, wie es ist. Das war ja halb so eine kleine Sorge. So, nur, es gibt Minus-Abos. Und das stimmt auch nicht ganz. Kein Halloween-Stream. Nein, dieses Jahr gibt es keinen Halloween-Stream, weil ich an Halloween wahrscheinlich das erste Mal seit 5 Jahren wieder fortgehe. Also am Montag. Sprühschiss-Squad. Der zeichnet ab. Ich glaube, dass Don't Scream auch ganz geil wird. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das ganz geil wird. Aber mir hat mich jetzt richtig gefreut, dass wir da ein richtig gutes Spiel vor uns haben. Ein richtig gutes Spiel, wenn wir Glück haben. Und jemand hat vorher gefragt, ob ich es auf Epic spiele. Ja. Weil ich den ganzen Tag nichts anderes mache, wie die anschauen. Tust du nicht. Hast du gesehen, der Vollbier-Squad war bei der WWE Wrestling in Mingen. Nein, das habe ich nicht gesehen. Wo hätte ich das sehen sollen? YouTube Stonks. Ganz massiv, ja. Ganz ehrlich. Sag ich ganz ehrlich. Das rettet so ein. Was heißt rettet? Der Kanal war ja nie in Not, um Gottes Willen. Aber eventuell hätte ich das vielleicht schon früher machen sollen, dass man die Streams online schaltet. Ich kriege nur positives Feedback, wenn Feedback überhaupt kommt. Ganz wenig Dislikes. Ich glaube, und das Einzige, was wirklich ins Negative geht, haben Abos. Sag ich dir ganz ehrlich. Ist aber, habe ich letztes Mal schon erklärt, plus minus 0. YouTube zeigt mir halt, es ist auch nicht wirklich minus, es ist auch nicht plus 10 oder plus 20 im Monat. So niedrig war es seit 2017 nicht mehr. Im Monat. Die Zahl, die mir da angezeigt wird. Aber ich sehe ja das jeden Tag, natürlich schaue ich jeden Tag mehrmals mal in meinen Admin-Bereich von YouTube rein, habe neue Kommentare da, mittlerweile habe ich 2 Admin-Bereiche, einen im Podcast, einen bei mir im Hauptkanal. Und da sehe ich natürlich, es sind wieder 800 Abos, dann sind es wieder 805. 2 Stunden später sind es wieder 95. Also habe ich 10 verloren. 2 Stunden später habe ich wieder 5 gewonnen. Leute gängen, neue Leute kommen. Wo die herkommen, ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. Wahrscheinlich die Leute, die da auf Abo drucken, die haben halt auch Bock auf das. Und das ist mir 100-mal lieber. Das hört sich jetzt ein bisschen drastisch und irgendwie seltsam an, aber es tauscht so ein bisschen die Community aus. Das wird sich wahrscheinlich über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre ziehen. Weil früher halt einfach nicht der Gaming-Aspekt im Hauptfokus stand und das tut er halt jetzt schon. Es kämen noch all die Videos irgendwann mal, aber halt vielleicht einmal 2, 3, 4 im Jahr.
Wenn überhaupt. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ständig das Gleiche zu machen. Okay? Ja, dann scheiß auf die Abos, die das eh nicht sehen mögen, der harte Kern wird immer da bleiben. Das meine ich damit, das war so krass, wollte ich das jetzt nicht sagen. Ich sag's aber trotzdem, geschissen auf die Abonnenten. Die Leute, die das, was soll ich mit Abos, die das nicht sehen wollen, was ich mache? Das ist einfach bloß eine schöne Zahl. Beziehungsweise eine Zahl, die mich negativ beeinflusst, weil ich mir denke, oh Gott, es sind nicht mehr 100, 200, 300 neue Leute im Monat, sondern da steht bloß nur 12. Es ist mir einfach egal, ne? Die Streaming, heute waren 1000 Leute da. Wann waren denn das letzte Mal an einem Freitag-Stream? 1000 Leute da. YouTube only, kein Twitch. Das sagst mir. Panda Lifestyle, mehr als wieder 5. Sehr geil, Boss, bis Montag, muss morgen früher raus. Herr Panda Lifestyle, hauen Sie rein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich muss morgen Gott sei Dank nicht früh raus. Bürgermesse, immer geiler Stream, 4000 km/h, Gickel. Merci dir. Haben wir ja noch 10 plus Jahre wie vorhin festgestellt. Das ist richtig, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist allerdings, jetzt machen wir das. Ja, jetzt werden es dann 7 Jahre. Im nächstes Jahr im Mai, April, Mai, sind 7 Jahre, wo ich es halbwegs ernsthaft betreibe, das ja alles. Das ist schon krass. Leg mir mal schon. Wen war denn der letzte Freitagsstream, Nullkappa? Heute vor 2 Wochen? Es gibt maximal alle 2 Wochen. Und gleichzeitig versuche ich minimal alle 2 Wochen einen Wochenend-Stream zu machen. Der Tropical Raven schreibt, du ziehst einfach den Zeug durch, wurscht was ist, oder? Nein, ich reagiere halt drauf, wie die Dinge dann sind. Ich weiß halt nicht, wie ich reagieren werde. Ich schalte eines Tages mal einen Stream ein und dann sitzen bloß noch 50 Leute hören. Ich weiß nicht, was ich dann tun werde. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß mir auch wurscht. Solange mir Streamen Bock macht, durch die Streamerei habe ich so viele Spiele gespielt. Und durchgespielt und angespielt und überhaupt erlebt und erleben dürfen, die man so nie gekauft hätte, die ich so nie gespielt hätte, die ich nie, keine Ahnung. Also das ist eigentlich schon geil. Nippelklötze war der letzte, oder? Jawohl. Aber ein Spiel an einem Freitag haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt, das muss man auch dazu sagen. Und der Nippelklötze-Stream ist doch relativ speziell. Hab's aber gekündigt, weil das macht's mit dem Donus in 2 Minuten. Aber bleib trotzdem dabei und kauf mir mal ein Merch. Herr Werner, niemand braucht sich bei mir zu rechtfertigen, weil er seine Mitgliedschaft kündigt. Ich habe nie wirklich Werbung für diese Mitgliedschaften gemacht. Nie. Ich bin natürlich dankbar für jede einzelne, um Gottes Willen. Aber ich finde es immer krass, wenn jemand hergeht, der, Alter, das ist mein 5er Wert im Monat, was du da treibst. Das werde ich nie verstehen. Oh, ganz abgesehen davon, was da die ersten 10 Minuten oft mal passiert. Opergeil! Danke für den schönen Abend! Ja, Opergeil, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich sag danke, niemand braucht Sie bei mir zu bedanken. Mir ist wieder Züge! Und den ganzen Rest natürlich auf. Bussi aufs Nuss. Der Tropical Raven schreibt, ich sag's dir, wie es ist, bin noch nicht so lange dabei, aber ist voll leibend bei dir. Aber jetzt sag Österreicher. Die verdammten Österreicher, Grütze, fix nochmal unsere Lieblingsnachbarn. Hashtag Lieblingsnachbarn, ab in den Chat, wenn ihr mitmacht. Der Black Molly schreibt, was hältst du von, übrigens erstmal, welcome to the squad. Was hältst du von Werbungen in YouTube und dass Werbeblocker nicht mehr erlaubt sind? Lange Geschichte, schwierige Geschichte. Wir haben ein paar Mal geredet, wir haben im Podcast drüber geredet, wir haben da im Stream schon drüber geredet. Ich bin aus Creator-Sicht, ist es natürlich ein bisschen etwas anderes. Ich kenne aber auch die Situation, leider Gottes auch schon lange nicht mehr mit Werbung auf YouTube, da ich schon über ein Jahr YouTube Premium habe. Erstens, einfach aus dem Grund, weil ich extrem viel auf dem Fernsehen schaue. YouTube. Und da ist nichts mit Werbeblocker. Ja, ich weiß schon, jetzt kämen die Superprofis wieder mit dem Pi-Hole und sonst irgendeinen Scheiß. Nein, ist mal alles so blöd. Da nimm 11,99 €. Zeig mir keine Werbung mehr, geh mir nicht auf den Sack. Warum? Kann ich von der Steuer absetzen. Ja, da habe ich als Creator einfach einen schönen Vorteil. Kann ich von der Steuer absetzen. Natürlich ist das auch nicht umsonst, aber es ist ein wenig billiger. Mittlerweile, und das habe ich lustigerweise, ich habe das mir vorgeschlagen, glaube ich, sogar in einem Stream. Ich finde 11,99 ein wenig happig. Das ist ein wenig viel. Das ist ein wenig gar viel. 9,99 das auch für das große YouTube Premium. Ganz furchtbar wichtig ist jetzt, das ist keine Werbung, was ich da jetzt mache. Ich werde weder von YouTube dafür gezahlt, noch irgendetwas. Ich habe sogar, glaube ich, ich habe wahrscheinlich sogar weniger davon, wenn jemand YouTube Premium kauft und zuschaut, als dass es sich die Werbung gibt. Es gibt eine Light-Version. Ich weiß nicht, was die Light-Version kostet. Lass mich lügen. 5,99, 6,99. Das ist die YouTube Premium Light-Version. Da funktionieren bestimmte Dinge nicht, die sowieso keine Sau braucht, wie zum Beispiel Videos im Hintergrund auf dem Handy laufen lassen.
Hä? Wozu? Verstehe ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich für Podcasts, das ist ein Scheiß. Ja, dann hörst du es auf Spotify, auch fertig. Und die Download-Funktion funktioniert nicht. Die habe ich auch fast noch nie gebraucht. Die brauche ich, wenn ich in Urlaub fahre. Und habe im Flieger mir was anschauen, dann muss ich mir 2 Stunden Video runterladen. Sonst brauche ich es auch nicht. Und das da auf anderen Wegen geht, das Video ober zum Lohn, damit ich es unterwegs schauen kann, da brauche ich kein YouTube Premium dafür. Und das kann ja jeder Trottel. Und es werden keine Werbungen natürlich einblenden in der Lite-Version, aber ich glaube Bannerwerbung. Das heißt, nicht im Video, sondern vor allem am PC zum Beispiel, über dem Chat, unter dem Video, haben gerne mal so Beutel mit Werbung. Die hast du schon noch. So, ich kann sagen, das ist mir wurscht. Und für 5,99, 6,99 los es mir dann eingehen. Das ist echt in Ordnung. Das ist echt in Ordnung. Es ist immer so, was ganz wichtig ist, auf einem iPhone oder auf einem Mac, und das ist jetzt kein Apple-Gebäsche, also irgendwo ja schon, aber das ist keine Unwahrheit oder sonst was, auf einem iPhone kostet YouTube Premium 16,99, 17,99, also nur mit 30, 40% mehr. Einfach nur bei Apple, weil sie der App Store 30% krallt. Gehst mit deinem normalen PC in deinen YouTube-Account und kaufst das da für 11,99, bitte. Dankeschön. Wobei es einem Apple-User eigentlich nicht anders gehört, dass er 16 Euro dafür zahlt, weil der hat es ja eh. Aber wenn ich Spätzle auf Spotify höre, verpasse ich ja die Hälfte. Das stimmt. Deswegen haben wir ja auch Videos gemacht. Es ist ja nach wie vor so, dass wir von der Spotify-Geschichte nichts haben. Da bleibt nichts hängen. Das kostet uns nur Geld. Nämlich 25 Euro mittlerweile im Monat. Und zurückkommen tut nichts. Nur, da muss ich mich auch drüber aufhören. Das ist ein total behinderten Konzept, aber gut. Herr Thallinger, merci wieder 5 Bussi aufs Nussi. Danke für die Unterhaltung. Niemand, ich wiederhole, braucht sie bei mir bedanken für das, was ich tue. Dankeschön. Ich sag Dank. Ich bin derjenige, der zu danken hat. Der Blackstar schreibt, ich finde, man kann sich schon die Werbung anschauen, einfach weil die Videos ja eh schon kostenlos sind und das Equipment für die Videos muss ja auch irgendwo herkommen. Ich sag das jetzt ganz ehrlich, das kommt ganz davon, was für Art von Videos du machst. Früher habe ich, wo ich mehr Videos gemacht habe, habe ich natürlich Zeug für Videos gekauft etc., eine Kamera, bla. Das Einzige, was ein Streamer Geld kostet, sind Spiele. Da gibt es gute Alternativen, wie zum Beispiel ein Microsoft Game Pass und etc., da kostet es auch einen Bruchteil. Abgesehen davon kann ein Streamer die ganze Geschichte von der Steuer absetzen, also haben es nicht ganz so teuer wie für den Normalo. Wenn ich mich mal dahinter sitzen würde, aber ich tue es halt nicht, weil mir das immer noch zuwider ist, dann bin ich mir sicher, dass ich für das eine oder andere Spur, wenn ich danach fragen würde, hey, pass auf, ich bin Streamer, habe im Schnitt 1000, 1500 Zuschauer, kann ich das Spiel umsonst haben, ich mache Werbung dafür, dann sagen 3/4 wahrscheinlich ja. Das tue ich aber halt nicht, weil das keine Ahnung, das, ich weiß nicht, das fühlt sich einfach nicht gut und darum will ich das nicht machen. Ein Streamer hat keine Ausgaben. Jeder, der da echt was anderes erzählt, ist ein Lügner. Natürlich habe ich da einen Rechner stehen für 5000 Euro mit 3 Monaten und was weiß ich, was alles. Das ist alles Equipment. Natürlich das kostet aber arme Geld und mit diesem Equipment käme ich 4 bis 5 Jahre aus. Locker. Das kostet arme Geld und natürlich sage ich noch nichts dagegen, wenn wir mir Geld verdienen. Natürlich nicht. Es steckt ein Haufen Arbeit in der ganzen Scheiße. Sehr viel auch, den die meisten nicht sehen und gar nicht kapieren. Natürlich muss sich diese Plattform irgendwie finanzieren. Natürlich. Und dumm ist halt nur die Umstellung von es war immer umsonst mit ein bisschen Werbung, mit jetzt kommt ein Haufen Werbung, zahl dafür. Der YouTube, wenn heute aus dem Nix so erscheinen würde, wie es heute ist, und das 15 Euro kosten, das kein Mensch was sagen. Nirgendwo kriegst du so hochwertigen, ich rede jetzt nicht von mir, ja, sondern allgemein, so viel hochwertigen Content, der dich interessiert, für lau. Und wenn ich Google war, beziehungsweise YouTube, dann darf ich mir da auch was überlegen. Weil die Leute immer internetaffiner werden. Die ganzen Internet groß gewordenen PC- und technikaffinen Leute werden immer älter. Schau mir an. Wissen, wie man einen Adblocker hernimmt. Mein Mann weiß nicht, wie man einen Adblocker hernimmt. Oder installiert oder was auch immer. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Aber ich weiß es. Und die Generationen nach mir wissen es. Und jetzt machen wir doch einmal eine Umfrage. Wie viele Leute da herin
Jetzt mir gaff. Wie viele Leute darin benutzen einen Adblocker? Und seid ehrlich, mir tut's damit nicht weh. Sag ich euch jetzt, wie es ist, weil an die Werbeeinnahmen für einen Dialekt-YouTuber nicht so viel hängen bleibt wie bei anderen. Das ist einfach so. Warum? Weil YouTube nicht weiß, was in dem Video abgeht. Da kann ich nur so oft in die Beschreibung einschreiben, es geht um das, es geht um das, es geht um das. YouTube analysiert das Video und denkt sich so, kann Spanisch sein. Kann aber auch Chineso-Spanisch sein, keine Ahnung. Herr Berthold, nein, wir werfen jetzt nicht mit der Geldscheiße umeinander, wenn wir schon mal Real Talk machen, weil sonst, was ich alles sage, ist alles gelungen. Herr Berthold, merci für deinen Zwickel. Weil wir gerade drauf sind. Herr Berthold, merci dir. Schluss jetzt damit. Jetzt pass auf. Umfrage starten. Wie schaust du YouTube? Erstens. Mit Werbung, ohne Adblock beziehungsweise Premium. Ohne Werbung, oder sagen wir einfach mal mit Adblocker, weil da weiß man bald nicht mehr, ob es mit oder ohne Werbung ist, weil es ja nicht mehr funktioniert. Oder mit Premium. Niemand braucht sich da jetzt. Ich habe am Anfang auch über Premium geschimpft, der zeigt nicht, aber ich war genau der gleiche. Mittlerweile habe ich es seit über einem Jahr, dann habe ich mir geschaut, wie viele Stunden, dass ich mir Videos angeschaut habe und das absolut werbefrei. Und habe mir gedacht, da ist der 100er im Jahr. Ein Witz. Ja, Netflix kostet mehr und da kriege ich vielleicht 50 geschaute Stunden im Jahr zusammen. Ja, lass 100 sein. Und auf YouTube habe ich halt 3900. Woher ich das weiß, das kann man nachschauen, wenn man einen Premium-Account hat, wie viele Videos Zeit, dass man sich schon gegönnt hat. So, Umfrage starten. Das darf mich jetzt interessieren. Oh, jetzt muss ich aber das da. Ja, das ist dumm. Jetzt muss ich da, wer die Story, bla bla bla, entfernen wir das. Jetzt müsste eigentlich. Nachricht zurückgezogen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie kriege ich das jetzt da jemals weg? Weiß man nicht. Kann ich das da irgendwie aktualisieren, damit Sie die Umfragewerte seht? Nicht wirklich. Warte kurz. Gehen wir da ja aktualisieren. Jetzt. Schauen wir mal. Und ihr könnt ruhig ehrlich sein, da braucht es jetzt niemand rechtfertigen. Ich werde niemanden, oder das ist in jedem Seisach. Ich sage das ganz ehrlich und das sage ich jetzt nicht mit Premium ist gut, weil ich dann mehr davon habe oder sonst irgendeinen Scheiß. Ich nutze einfach selber und ich darf das jetzt nicht sagen und ich hätte es nicht mehr, wenn ich es nicht gut finden darf. Und was richtig krass ist, dass sie kennt's mir jetzt bloß nicht mit einer Perfect Balance, ihr Pimmelberger. Ja? Von wegen, es muss alles bei 33% sein. Der Singer schreibt, Adblocker wird einmal weggeklickt und dann kann ich die Videos trotzdem schauen. Herr Singer, das ist eine Frage der Zeit, bis da selbst das einmal wegklicken auf den Sack gehen wird. Beziehungsweise bis YouTube sehr wahrscheinlich die ganze Geschichte noch verschärfen wird, dass du das Video eben dann nicht mehr schauen kannst. Also ich benutze einen speziellen Browser, der VPN und einen Adblock hat. Dann hast du wahrscheinlich einen Brave-Browser oder vielleicht Opera oder Firefox. Aber ich tippe mal auf den Brave-Browser, Herr Lutz. Abstimmen. Wir haben ja übrigens noch 730 Leute im Stream. Die Abstimmung ist da herum, die findet ihr im Chat. Da könnt ihr einfach draufdrücken, was ihr jetzt schaut. Ihr YouTube mit Werbung, mit Adblocker, ohne Werbung oder mit YouTube Premium. Wir haben ja wirklich fast Drittel. Bei 230 Stimmen. Das ist schon einigermaßen abbildend, sagen wir es jetzt einmal so. Premium haben die wenigsten, die haben 30% haben Premium. Mit einem Adblocker laufen 36% rum. Das sind die meisten. Mit Werbung ohne Adblock, also ganz normal YouTube einfach nativ installiert, ich schaue jede Werbung und die kommt 34%. Also Drittel. Und wenn ich jetzt YouTube wäre und ich weiß, dass über ein Drittel, mehr als ein Drittel, 36% meiner User mit einem Adblock meine Seiten anschauen, wodurch sich diese finanziert, dann darf ich da auch Maßnahmen ergreifen. Stell dir vor, du, Hanuta, servus, heute auch schon mal, bin spät dran, bin gespannt auf Alan Wake. Oh mein Gott. Ich wünsche dir viel Spaß. Die ersten 2 Kapitel sind brutalst gut. Hauen Sie rein, Hanuta, bis später. Jetzt stellst du dir vor, du arbeitest in einer, was weißt du nie, in einer Werkstatt. Es kommen 3 Leute zum Reifenwechsel. Und einer davon zahlt nicht. Und einer davon zahlt nicht und geht wieder. Was tust du denn dann? Deswegen kann ich das schon. Du, ich simpe hier nicht für YouTube oder Google oder sonst was. Ich versuche mich in die Lage zu versetzen, was da ich. Ich habe jetzt, da kommen 3 Leute zum Reifenwechseln.
Und einer fährt ohne zum Zahlen. Was labert ihr? Der Devil Driver Mikey schreibt, wo es höher wird, wir fahren Werbung im Livestream, das können sie nicht machen. Das gibt's schon. Ich hab's bloß bei mir deaktiviert. Leute, ich schleich mich, Bürger weiter so bis nächste Woche. Ja, Lorenz, hauen sie eine habe ich essen. Und genau was der Gutkerl schreibt, und jeden Tag kämen 3 Leute, von denen du lebst, und nur 2 davon zahlen. Beim 3. machst du es umsonst und dann wirst du irgendwie beschissen. Der bescheißt du irgendwie. Jeden Tag. Darfst du da nicht auch irgendwann einmal Maßnahmen ergreifen? Und es halt natürlich kann man weiterhin wahrscheinlich unter bestimmten Maßnahmen werbefrei kostenlos browsen und YouTube schauen. Natürlich. Aber es wird die Hürde einfach höher gesetzt. Wer es schafft, das zum Umgehen und wer nicht. Und wenn aus den 36%, da wenn ich vor 3-4 Jahren gefragt hätte, wie viele Leute mit einem Adblock schauen, da lege ich mir hinten ins Feuer, warten es keine 30% gewinnen. Keine 25. Bin ich mir sicher. Herr Bayer! Die habe ich übersenkt, tut mir leid, Bussi aufs Nussi. Also ich habe ihn deinstalliert, habe ihn vorher genutzt, aber habe schon 2 Verwarnungen bekommen. PS, bin daheim von der Spätschicht, hatte 7 Werbeblöcke, bevor ich deinen Stream gesehen habe. Boah, lecker, das 7 Werbe ist jetzt schon hart. Das ist dann wieder das, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich lasse mir 1-2 Werbeblöcke eingehen, die man nicht überspringen kann, die maximal 15 Sekunden dauern. 15, 20 Sekunden pro Stück, wenn du ein 2 bis 3 Stunden langes Video vor dir hast. Dann, und das maximal alle 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht, irgendwo dazwischen, dann ist es auch schon viel für die Gewohnheit, dass YouTube eigentlich gar keine Werbung nicht hat. Oder nur vor dem Video und am Schluss. Aber es ist noch okay. Aber sie werden halt natürlich werden die immer penetranter, ist ja klar. Und je mehr Leute von euch Adblocker benutzen, desto mehr penetrant werden sie den Leuten gegenüber, die keinen benutzen. Ich sag das, wie es ist, da die ganz genauso. Was tust du mit den 3 Leuten, die zum Reifenwechseln kommen und einer zahlt nicht? Ja, morgen kommen sie wieder. Du kannst es nicht verhindern, so wirklich, dass die eine bescheißt und nicht zahlt. Und jetzt Reifenwechseln kosten 10er. Tja, dann verlangst du halt von denen 2, die kommen 15. Und der eine, der die bescheißt, das ist halt dann so. Oder ich binde ihn an seinem Auto fest, bevor er heimfährt, so lange bis er mir das Geld gibt. Dann winden sie da auch irgendwie manche raus, aber der Großteil oder ein größerer Teil bezahlt dann. So einfach ist es erklärt. Das Problem ist bloß ein bisschen, es ist jetzt nicht so, als dass die Firma pleite ging. Aber da stecke ich nicht drin. Für uns sind diese Dimensionen, was war letzte Jahresbilanz von YouTube? 23 Milliarden? Das ist Umsatz. Das heißt nicht Gewinn. Umsatz nicht gleich Gewinn. Das ist ein Haufen Geld, ja. Aber tragt sie YouTube überhaupt selber? Nach 20 Jahren? Weiß das überhaupt jemand? Jetzt hast du mich soweit. Ich wechsle morgen Reifen. Mein Adblocker hat jetzt innerhalb einer Stunde 180 Anzeigen geblockt. Ja, das ist auch Blödsinn. Mr. Flash, der hat da nicht 180. Nur in meinem Stream hat er da nicht 180 Anzeigen geblockt. Das ist, weißt du, diese Adblock-Leute machen das für auch nicht umsonst übrigens. Adblock seit über 10 Jahren am Start, verstehe die Frage nicht. Hat bei mir auch jahrelang. Der funktioniert bei YouTube, hat der auch immer gut funktioniert. Was sind denn aktuell eigentlich die Datenmengen von YouTube? Ich habe keine Ahnung. Es steigen ja auch die Kosten für YouTube wegen den höheren Auflösungen der Videos, die mehr Speicher brauchen, zig Terabyte pro Tag. Klangen da Terabyte überhaupt noch? Haben wir doch nicht schon bei Petabyte? Diese ganzen Videos, die ganzen Livestreams, die ganze Serverstruktur, die ganze Cloud-Struktur, alles, jedes einzelne Video. Ich habe Videos auf meinem Kanal, die sind von 2006. Die müssen irgendwo gespeichert werden. Früher war so ein Video 200 Megabyte groß. Weißt du, wie groß das eine Podcast-Folge ist, die eine Stunde dauert? 10 bis 12 Gigabyte. Und das ist gerade einmal Full-HD-Auflösung. Jetzt nehmen wir unsere 2K-Auflösung von meinen Streams, dann sind wir bei 24 Gigabyte. Ein Video! Achtung! Wie viel wird täglich auf YouTube hochgeladen? Lesen wir nochmal. Täglich 720.000 Stunden Video.
Das sind 30.000 Stunden Video, die jede Stunde hochgeladen werden, sowie 27.000 Stunden, die jeden Tag auf YouTube hochgeladen werden. Wie viele Menschen nutzen YouTube täglich? Mit 2 Milliarden monatlich eingeloggten Nutzern und über 1 Milliarde Menschen, die sich täglich mehrere Stunden auf der Plattform bewegen, klingt ein Niedergang YouTubes als sehr unwahrscheinlich. Und darum, Herr, das scheiß Gejammer. Wieso kann nicht alles einfach immer umsonst sein? Alter, ein Traffic von das ist die Achtel Menschheit. Am Tag. Wer soll denn das hosten? Was meinst du, was das Geld kostet? Es ist unfassbar, was das Geld kostet. Es ist ja nicht bloß so, dass sie YouTube da hinstellt und sagt, ja geil, 32 Milliarden. Das darf mir halt gern, bevor ich da jetzt irgendeine Bullshit-Scheiße labert, mich darf es interessieren, ob sie YouTube überhaupt lukrativ tragen kann. Herr Baumgartner, Adblocker nur für manche Schleiderseiten, YouTube schon seit es gibt. Premium PS Umfrage ist bei mir kaputt. Aber jetzt sagt, dann ist irgendwas kaputt gegangen. Tu mal Umfrage beenden. Das soll jetzt eine scheißen und gut ist. Ja, 35, 28. Die wenigsten haben natürlich Premium, das ist ja klar, dass die wenigsten dann bereit sind, diesen Bezahlservice zu nutzen. Aber so zirkt sich YouTube das Geld da aus, das durch die Adblock-Leute verlieren. So einfach funktioniert's. Und wie oft wird's fast der Hosenunfall gewinnen? Was? Also hab gerade geschaut, hab 277 GB Datenverbrauch im Oktober nur mit YouTube. Jetzt bist du eine Person. Jetzt nimmst du das mal 1 Milliarde. Gut, nicht jeder schaut so viel, das ist klar. Es gibt aber auch wieder welche, die schauen mehr wie du. Und zwar weit mehr. Die Folge heute hat pädagogische Inhalte. Nein, es ist so, da begebe ich mich auch auf dünnes Eis. So, ja, du kannst es dir leisten, bla bla bla, ist mir schon klar. Aber einfach nur mal kurz das Hirn nicht einschalten, sondern eher öffnen so. Die schingen euch das nicht. Das ist nicht so, hey, wir haben ein cool YouTube, da hier Video, viel Spaß damit. Das ist halt einfach ein Megakonzern. Und zwar der drittgrößte der Welt. Ist Google der drittgrößte, in die Top 5 ist auf alle Fälle. Und die machen das nicht aus Gaudi und weil sie lustig sind, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Und ich glaube zu wissen, dass sich YouTube 2023 mit 23 Milliarden Umsatz immer noch nicht lukrativ trägt. Und darum fangen sie an, die Maßnahmen einzuleiten gegen die Adblocker, diese Premium-Geschichten anzufangen, etc. Und übrigens, ab 1. November stellt YouTube seine komplette Werbestrategie über den Haufen. Dann habe ich und auch alle anderen Creator nicht, keinen Einfluss mehr, wann welche Werbung kommt. Vor allem wann und ob überhaupt. Es kommt dann immer Werbung. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es überhaupt außen einschalten kann. Ich hoffe bloß, dass sie die Finger von den Livestreams lassen und dann nicht mitten unterm Livestream Werbung einrotzen. Das war fatal, sage ich dir, was es ist. Dass, wenn dann ein Video draus wird, wenn ich mit dem Streamen fertig bin, dass da dann Werbung drin ist, das ist okay. Das ist halt einfach dann so. Aber sollen die Blocker nicht mehr gehen? Es fängt doch jetzt schon an, dass ihr immer wieder eine Nachricht kriegt von wegen Blocker hier, geht nicht, du benutzt nicht Blocker, bla. Alter, Werbung im Stream, das war halt mega. Ja, das da die auch. Und wenn es mir pro Stream 100 € dafür zahlen, das würde ich niemals machen. Ich glaube nicht, ich sag das, was ist, ich glaube nicht einmal für einen Tausender. Dass in einem Livestream kommt 2 Minuten Werbung, alle Viertelstunde, und dann hängt die eine Hälfte nach, die andere nicht. Was ist das? Das ist die Themaverfehlung von einem Livestream. Naja, gut. Freunde der Sonne, jetzt geht's Bett, fast ewig. So schaut's aus. Das war jetzt die pädagogisch wertvolle Ansage zum Schluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich glaube, wir haben ein unfassbar gutes Spiel mit Alan Wake vor uns. Heilige Scheiße, hat mich sauber angehuckt. Sehr schön. Ich wünsche dem Nachschau-Squad viel Spaß. Küsschen aufs Nüsschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag mit Don't Scream. Am Mittwoch wird angezeichnet und am Montag in der Woche geht es mit Alan Wake Kapitel 3 weiter. Ankündigung kommt im Discord. Wer da noch nicht drin ist, eingeschissen ins Viech. Wer sich noch das neue Merch-Motiv aus dem Horror Oktober noch nicht gegönnt hat, das Zeit werden. Und ansonsten bedanke ich mich. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, falls es noch nicht da ist. Das will ich das letzte Mal erwähnt, da hat es vor mit 30 Abos einer geschwappt und ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat irgendwie wieder ein Affenkopf wieder 30 Accounts gemacht. Herzlichen Glückwunsch, das hilft mir auch ganz viel.
Danke für die ganzen Donations. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Danke an die ganzen neuen Mitglieder. War nicht auch ein Haufen. Und danke an die ganzen alten Mitglieder mit ein paar mit 50 und 60 Monaten als lauter geschubst. Das ist ein Wahnsinn. Und jetzt schleicht euch ins Bett. Wir sehen uns spätestens nächsten Montag um 20 mit Don't Scream. Das werde ich auf keinen Fall versäumen, weil das wird ohrreidig wie Scheiße. Hauptsächlich für mich. Ihr kennt's wieder lachen, ihr Trottel. Ich hasse euch! Und ich habe auch ein bisschen lieb. Ja, dieselbe Hassliebe wie am Horror Oktober gegenüber. Und jetzt verpisst euch ins Bett. Habe! Ich um 2 in der Früh habe ich versucht, Stanzen zu unterschlagen. Haut's ab.